Erst einmal fangen wir heute einmal ganz, ganz klassisch an. Ja, ich glaube, heute machen wir mal, glaube ich, den ganz, ganz furchtbar klassischen, Zuzler am Anfang. Köstlich. Köstlich. Wer ist da der Poppermann? Oh Gott, geht das schon wieder los. Mosi Merci, habe Evans, 1 Bierger zum Samstagabend. Wer wirft da schon wieder? Was ist das wieder? Wieso? Was? 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 Wer war das jetzt wieder? Ich tippe auf den Reisinger. Das war der Florian! Der Florian ist nicht angezeigt, Mann. Warum ist der Florian nicht angezeigt, Mann? Florian. Fixlich kannst du was? Ein Freibad machen? Grüß mal wieder. Franz Labedere vom Flixner Flieberg jetzt von den Zwickel und Freibad, glaube ich, kann ich nicht bauen. Verzeihung. Flo, ich probier's nochmal, es hat funktioniert. Burger. Beim Flo sage ich nichts. Mal wieder was kurz. Ja, das ist ja. Haha. Haha. Flo! Fix mal! Popomann! Merci dir wieder. Was sind Song dazu noch? Und dann kommt der nächste. Das ist der Mainmaker, der auch wieder nicht angezeigt wird. Heute und ist es wieder total broken, Alter. Das ist wieder alles total broken, bevor wir da fangen! Fix mal! Das war der Mainmaker! Habe die Ehre! Herr Jodl! Hashtag Flughäfen! Du hast eigentlich recht, wir müssen mehr bauen. Herr Mainmaker! So, warte, Moment. Mach aber einen Ton aus, Hauptsache es wird angezeigt. Herr Mainmaker, merci dir. Wir sagen euch alle vielen Dank. Ja, ist gut, jetzt chillt's Runden. Ja, chill mal Runden. Dankeschön. 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 Dankeschön, Leute. Dankeschön. So, jetzt erstmal Phase 1. Habe. Phase 2, ich bin's, der Birger. Phase 3. Grüße an. Den Herrn Spranger. Servus, wie geht's dir denn heute? Bye-bye, ne? Merci für den 5 heute. Habe die Ehre an! Den nennt sie den Farmer. TV, den Benny Mittermeier, den Danny, den TCC Doggy, den V-Raptor, den Herrn Baumgartner, den Herrn Schmidt, den Herrn Volland, den Borndelhans, dem der dahinter steht. Den Herrn Volland haben wir schon. An Schurli, an den Steinberger, an Sefsner, an Bärflo, an Wittmann. Was? Was, alter Mann? Das habe ich überhört, gell? Schöner Betrag, aber zum falschen Spiel. Borndelhans, merci. Wer ist der andere? Irgendwas mit T war das. Irgendwas mit T war das. Tobi oder glaube ich geheißen. Merci dir. An den Random Guy, an den Austrianity, an den Envitus, an den N-Tuber, an den Tripix, an den Wipperdinger, an den Herrn Volland, an den Inzi, an den Rotbauer, an den Meister, an den Kling, an den Herrn Balm, an die Swipsi. Habe ich vergesst für den neuen. Habe ich schon mehr erwähnt, dass mir ganz, ganz früher, vor 25 Jahren oder so, hat er mir mehr Hund Fipsi geheißen. Deswegen muss ich da ein bisschen schmunzeln, wenn da Fipsi steht. So, haben wir die Ehre miteinander zu einer wundervollen neuen Runde Transport Fever 2. Ob sie das wollt oder nicht, I don't give shit, Alter, ich hab Bock drauf. So, wie geht's euch? Mir geht's blendend. So ehrlich, was ist? Mir geht's blendend. Wir werden heute Flughäfen bauen. Wir werden so viele Flugzeuge bauen, bis die Vögel zu Fuß gehen. So, damit gleich mal jeder Bescheid weiß. Ne? So. Uffing braucht einen Flughafen. Uffing, da hast du recht. Was waren die oberen 4 Städte? Das meine ich war Graz, Uffing, Cham und noch eins. Und da werden wir heute erst einmal, wir werden ganz gechillt anfangen. Ich habe schon voll den Plan gemacht. Oder? Nein, überhaupt nicht, das ist total jung. Aber wir werden jetzt mal einen Chuchu-Zug bauen, ja, und die 4 Stadter da auf. Bei den unteren haben wir ja schon. Und dann bauen wir in die Mitten, bauen wir da einen fetten Flughafen rein. Und dann bauen wir mir von jeder Stadt so eine einfache Strecke, ja, mit dem Bus zu dem Flughafen hin, und dann verbinden wir quasi die oberen 4 Städte mit die unteren 3. Und dann geht hier der Punk ab. Das ist der Plan für heute. Ja? Wenn wir den erst schaffen. Das werden wir den erst zusammenbringen. Gustelaber! Tschu, hier kommt der 1 Euro Donation Train. Hashtag geiler Wichser. Merci dir. Pusti aufs Nussi. Wie lange geht's denn heute? Weiß ich nicht. Es geht auf alle Fälle mindestens bis um 10. Ja, es geht mindestens bis um 10. Das ist einmal so die Standardzeit, die jeder kennt, die sich jeder einprägen darf. Und mehr sage ich nicht. Wenn ich noch länger Bock habe, dann geht's länger. Wenn ich nicht länger Bock habe, geht Klaus Wright! Chef kann zwar nicht zuschauen, geh aber trotzdem abends. Chef kann zwar nicht zuschauen, geh aber trotzdem auf den Sack. Die Hashtag dumm. Nicht einmal die Leute, die da nicht zuschauen, gehen dann nicht auf den Sack. Das ist wirklich...
Klaus World, merci. Was ist denn heute mit dir? Warum geht denn da schon wieder nichts? Was ist das? Nervt mich. Kruzifix fast noch zu spät gekommen. Na, Herr Jager! Das war 15er, ich hab's genau gesehen. Fast nur Z-Spade-Kämmer, Grotte, wo da Obat-Kämmer und Etz an Burger. Kann's Leben China SA. Na. Jo, wenn wir alle aussehen zum Saufen dürfen. Da war's schön. Sorry, warum schon mal für den bedarf ich mich was? Den ich bedarf mich halt wieder. Da meine ich, diese Tippfehler drin, die ich nicht ganz rekonstruieren kann, aber merci dir. Ja, Leute, jetzt chillt's. Okay, Servus aus Sachsen kann mal wieder. Martin! Vergesst über den Zückel. Grüß nach Sachsen. Jay, es gibt doch noch Preisen, die wo einigermaßen, die wo schreien können, die sie normal aufführen, gibt's halt. Ich hoffe, die Flüge brauchen nicht so lang zum Bauen wie in der Flughäfen brauchen nicht so lange zum Bauen wie der in Berlin. Floh Nummer 2! Aber jetzt haben wir nur Floh 1 und Floh 2. Ja, Leute. Aber warum, was beschweren wir eigentlich? Es wird das sowieso nicht anders. Was? Aus Unterfranken. Ich sehe gleich deinen Namen nicht, weil irgendwas mit den Donations schon wieder im Arsch ist. Und mir geht so dermaßen hart auf den Sack, dass es ganz aus ist. Leute, Dankeschön. Herr Spranger, ich bis... Super Sache. Was darf man aber sonst? Merci dir, Herr Spranger. Lass das schmecken. Und eskaliert dann wenigstens nicht im Suff wie manch andere. Wer war das jetzt hinter der Bühne? Gönnen wir jetzt einen geilen Merch von dir und hau rein, Brudi. Herr Mitrauch, vergesst nicht, Leute, ganz ehrlich, spart euch eine Donations, Dankeschön. Jetzt ein geiler Merch vor dir und rein, Brudi. Alter, Brudi, wir brauchen Merch. Es gibt übrigens heute und morgen 15% davon, falls das irgendjemand interessiert. Habe ich heute ausnahmsweise mal wieder auf Facebook gepostet. Sonst sind die Briefe nicht, die fahren sind pünktlich. Woher weißt du, dass das Scheißheitel funktioniert? Der passt schon. Das darf mich schon interessieren. Das darf mich jetzt nicht interessieren. Das darf mich jetzt schon interessieren. Hast du wieder den Fahrer, hast du wieder Kamera eingebaut? Sagst du es ist. Was kriegst du die Alter? Biber Popo Bär. Der Biber Popo Bär. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Was man ja, es ist quasi Sekunden mehr dabei, wo die Donations nicht eskalieren. Alter, mal ich nicht. Hochwitz. Ich weiß nicht, einen Fuß hast du schon drin in der Tür. Er sprang. Merci! So, Herr Konstantin Bayer schreibt, wieso bist du eigentlich so ein Ehrenmann? Bin ich nicht. Bin ich einfach nicht. Highlander, servus Bürgeraner. Ich versuche jetzt einmal irgendeinen Chat zum Lesen, der nicht mit Geld geworfen wird. Wir waren das eigentlich einmal. Und der Herr Bäumler schreibt, unsere feinste Zutat, die Ofenfrische. Ofenfrische ist nicht schlecht. Luke in einer schreibt, Road to 100.000. Ja, ich hoffe es, Alter. Geil, Alter! Grüße mal am Flo Nummer 2 vom Flo. Warum hatten eigentlich immer mehrere Leute, die sich per Donation battles? Stop it now! Merci. Flowgamer geschrieben, der andere Herr Kulz ist am Start, jetzt habe ich die Ehre an den Kulz erklären, da sitzt wahrscheinlich wieder 25 Leute vor dem Fernsehen. Habe dritt vom kompletten Kulzer klein. Wie groß ist denn eigentlich der komplette Kulzer klein? Das ist mir mit Sicherheit schon mal gesagt worden, aber ich weiß es nicht mehr. Aber wahrscheinlich Frau, Mann, Kind, R. Weiß ich nicht. Also mehrere Kinder? Weiß ich nicht. Oder weiß ich nicht mehr. Konstantin Bayer schreibt bei deinen Liedern. Leute, schreibt sich ganze Sätze ein. Wenn ich schon mal was lese, dann habt ihr wenigstens die Option, dass ich es ganz lese. Nicht das, ja, was viel Spaß. Ja, hier ist schwer. Ja, ist recht. So. Flixalfli. Hat mir das Spiel gekauft, ist so geil. Das freut mich sehr. Ich hoffe, Sie haben noch sehr viele Späße und vielen Stunden. Mika Springer schreibt, bau die Flughäfen bitte neben die Wohngebiete. Das machen wir ganz anders. Das Konzept, was ich mir da vorstelle, das gibt es sogar tatsächlich in echt. Hat man der Mainmaker oder was der Meister? Ich glaube, der Meister war's. Hat man das stimmt, das heißt Hop and Spoon oder irgend so ein Scheiß. Hop and Spoon, irgendwie so, keine Ahnung. Ich erkläre euch das dann, wenn wir in-game sind. Ich trinke jetzt da noch genüsslich mein Bull aus und dann schreibt der Nide 1860 Slayer! Und dann schreiben wir alle Slayer! Und dann, der Hansi Diener schreibt, heute muss was gehen, Bürger. Heute muss wirklich was gehen, heute kriegen wir aber auch zusammen. Hab and Spoke. Ja, tut mir leid, Alter, was weiß denn ihr, Alter? Bin ich der Verkehrsminister? Wobei, das war genauso legit, wenn man mich hier sitzt. Da, Bürger, wer bist du? Hast du eigentlich gelernt? Ja, ich kann programmieren. Ja, bist Verkehrsminister. Los geht's. Red Haze TV, vergeht's Gott dir. Warum wir das nicht lesen gehen? Entschuldigung. Was ist der beste Mann? Grüße mal an Secret Alfred. Ich weiß nicht, wer der Secret Alfred ist, aber fühl dich gegrüßt, Secret Alfred. Jetzt warte mal, Zusel. Köstlich. Spur mal Steep, schreibt der Friedelbaby. Was ist ein Steep? Mr. Verb schreibt, Rest in Peace, Mr. Headphone User.
Jeder, der nicht zum ersten Mal da ist, der macht den Fehler schon gar nicht mehr, dass wir so weit auftreten. Hey, Herrlein, vergesst nicht den Zügel, ich bin eine Verwandtschaft vom Kulzerklein. Aha. Wie viele Kulzer standen dann da insgesamt zu? Nicht 12, sondern wahrscheinlich 38. So, Freunde der Sonne, was wir mir jetzt drauf geschissen, Donation Sound ist jetzt aus. Ja, eine Ruhesetzzeit. Samstagabend ist nämlich irgendwie so, da wo ich mir so denke, so, hört halt einfach auf. Ich bin doch eigentlich viel mehr zu meiner eigenen Belustigung da als zu einer. Das ist einfach nicht richtig so. Aber was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Meerduschkaiser, probieren wir mal. Ein Dosmas Zimt in dein Bull habe ich gerade gemacht und ist geil. Was? Ein Dosmas Zimt. Was ist ein Dosmas Zimt, Alter? Hashtag Pralin Squad. Kein Gustl im Haus. Dann sauft man Bull mit Zimt. Was? Habe ich drin, bist du geilste Bürgerspiel mit GTA? Nein, wird nicht passieren, aber besser für den Zirkel, Alter. Ja, passt schon. Ach komm, ein paar Millionen sinnlos beim Fenster rausschmeißen, das kriegst du ein. Niemals, Alter. Was wir mir jetzt lernen? Jetzt ist er Ruhe mit der Geldschmeißerei! Jetzt ist es spät! Brr. Fortsetzen! So, das dauert jetzt sowieso nicht mehr eine Viertelstunde, bis die Scheiße da lädt. Ich hoffe, das haben das noch einigermaßen so eingestellt wie letztes Mal. Und dann werde ich mir anhand der Karte kurz erläutern, was heute der Plan ist. Ja, wir haben einen guten Plan. Wunderbarer Plan. HWDR waren jetzt zwar 7 Monate, aber ich bin wieder da. Herr Tütensee! Der Tütensee ist da! WB! Wo hat ein Depf? Weiß ich nicht. Die hängen an deiner... Nein, lieber nicht. Psst. Jetzt gibt's gar nicht aufs Kuschel. So, ja, wie lange dauert denn das Bitchen zum Lohn? Weiß ich nicht, ich weiß es auch nicht. Aber es dauert gern. Dauert ab und zu ein bisschen. Ein bisschen dauert es. Ja? Ist das Graz im Hintergrund? Ja. Ja, eindeutig, oder? Vor allem der Pickup da ist ganz typisch für Graz. Oh, der Kind. So, Kinder, das ist ein chilliges Spiel und mit chillen wir halt spillig, würde ich jetzt gerade sagen. So. Tipps, ich brauche keine Tipps beim Pro-Gamer, Maulitten! Los geht's, wer schmeißt da? Andere her, Kulzer. Der Kulzerklein sind einmal mit Frau und Bruder, Kulzer oder der andere, das ist der Bruder, der Alex und seine Frau. Das heißt quasi, ihr hockt jetzt zu 5 da, aber ihr schaut schon von getrennten Wohnzimmern aus zu. Ha, hier, Social Distancing, Kulzerklein. Heinzinger, jetzt ist einmal Ruhe! Wir spielen doch bestimmt mal World of Tanks, wer zahlt schon oft an. Nein, der World of Tanks ist mir zu dumm. Das ist mir einfach zu dumm. Das ist, weiß ich nicht, alle diese Wargames haben 5 Minuten ganz lustig und dann irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Wir bauen jetzt einen Zug und da bauen wir einen Flughafen! So, und jetzt ist die Umeinanderpläerei mal. Was rede ich denn? Okay, der mal einfach mal weiter. Meine Kinder, Graz. Was haben wir eigentlich als letztes gemacht? Jetzt herzählt, bitte endlich auf. Seiching hast du die Oktoberfestkanon schon angeschaut. Ja, ich bin vorher mal kurz durch meine Facebook-Nachrichten durch und habe irgendein Bild gesehen. Das wär's wahrscheinlich dann du gewesen sein. Aber ich habe noch nie auf nichts geantwortet, weil ich sowieso nie fertig wird. Red House TV vergeht's für den Euro. So, jetzt ist er Ruhe. Freunde der Sonne, Graz. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir letztes Mal noch Graz geupdatet, dass da ordentlich die Waren angeliefert werden und so wie das ausschaut, schaut das gut aus. 70% Zulieferung ist schon mal, das kann man lassen. In scheiß Graz hocken 681 Mitarbeiter, hätte ich schon fast gesagt. Einwohner, das ist wirklich gemütlich. Was wir mir jetzt lernen, mein Plan ist folgender. Wir haben da unsere 4 Städte, die haben wunderschön beieinander und da mitten kommt der saubere Flughafen rein. Ja, hier, bam, Flughafen to your face. Rundherum kommt der Zugfahrt, ja, hier so. Und dann haben wir quasi da rum so einen Pulk an Städten. Und da herunten haben wir ja quasi vorletztes Mal schon den Pulk an Städten gebaut. Da haben wir da mit 3 Städte. Eigentlich hätten wir da auch noch Linz und Passau damit verbinden können, aber die haben einfach über See, auf gut Deutsch gesagt, das tun wir nicht. Das ist ein Kass und dann verbinden wir den Pulk da herum mit dem Pulk da herunten mit dem verdammten Flughafen. Das wird ultra nice. Was wir da aber als erstes brauchen, haben Bahnhöfe in Graz, Cham, Uffing und Neumark. Und jetzt hört auf mit der Geldschmeißerei, Grützi. Fix! So, wo fangen wir an? Fangen wir als erstes so in Graz. Ja, da tut's am meisten weh, wenn wir da jetzt einen fucking Bahnhof reinbauen. Und den werden wir wahrscheinlich mitten in die Hochhäuser da reinbauen. Warum? Weil es einfach nicht hilft. Kinder, weil es einfach nicht hilft. Ja? Wie werden wir den bauen müssen? Ja, das ist jetzt nichts. Da drücken wir jetzt auf Pause, dann fangen wir es an reißen. Du, das hilft uns nichts. Und den bauen wir genau da so durch. Mitten durch wieder. Da der wir gar nicht lange umeinander, mitten durch. So weh wie es tut. Weg mit dem Schund. Weg mit dem Schund. So, Bahnhof eingepflanzt. Fahrt ja 1! Wir brauchen den Bahnhof! Zweispurig, 240 Meter Hochgeschwindigkeit und dann erst einmal schön da so mitten in mit ein. Jetzt machen wir erst einmal ein bisschen Vogelperspektive, damit wir da mehr sehen. Damit der schön parallel zur Straße ist.
Den schließt man da auch gleich sauber an. Jetzt ist die Frage, wie man da ein fettes, also ein Großbesucher, weil der wird groß, der Dings. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Zack, einer. Dann, oh, da haben sogar Hochhäuserstäbel schon hin. Aber das wird wurscht sein. So, wir konfigurieren den Divey. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da größere Häusl hinkriegen. Natürlich wieder nicht. Gut, fix. Aber das ist auch nicht so schlimm. Aber was gut ist, wir haben gleich mit der Straße verbunden. Das ist ja schon Mepsi. Das ist schon Mepsi, oder? Das ist schon Mepsi. Zack, eine ins Viech. Oh, gleich fangen wir gleich mal um mit Hashtag Zack das Pünktchen. Ja, das werden wir heute oft hören. Das werden wir heute sehr oft hören. Auf alle Fälle, wunderschöner Bahnhof, mitten eine ins Viech. Dann legen wir gleich noch die Gleise, zumindest am Anfang davon. Ja, ich meine, die müssen ja irgendwo da raus sein. Müssen mal mindestens bis da rausgehen. Oder können wir da schon eine Kurven einbauen? Müssen wir da eigentlich schon eine Kurven einbauen? Nein, die können wir da auch auffangen lassen, die Kurven. Schau dir das an. Schau dir das an. Machen wir so. Bam. Bada bam, Alter. Bada bam. Bada boom, bada bam. Kabam. Ja, andere Seiten. Auch noch schön aussehen, schön grad. Ich weiß, dass da Häuser entfernt werden. Leute, Herr Ringelstädter, kannst du mir Landshut zeigen? C-Fix. Haben wir Landshut überhaupt? Hab ich schon wieder vergessen. Warte mal. In Landshut haben wir aber noch nichts da. Landshut haben wir irgendwo. Tatsache, da ist Landshut. Landshut ist ganz klar. Landshut ist ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Tja, Graz kriegt Bahnhof eine ins Viech. Zur Not können wir später sowieso modular anpassen, dass wir da noch ein Gleis dazu tun. Es gibt aber 2 Gleise, ja? Wir bauen gleich von Anfang an 2 Gleise. Graz schaut gut aus. Wunderbar. Ja? Wunderbar. Eine auf Kamm. Da bauen wir denselben Schüssel rein. Schüssel. So. Gebäude, Bahnhof. Dann nehmen wir denselben Bahnhof. Schön Vogelperspektive, damit wir das schön gerade da drüber bauen können, ja? So, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir da bis zu anderen Straßenseiten kommen. Werden wir sehen. Konfigurieren. Passagiergebäude hingepflanzt. Klangt nicht. Kruzifix klangt nicht. Aber wenn wir die Straße da breiter machen, die wo da vor Vierer geht, dann haben wir da mit Sicherheit einen Anschluss. Da haben wir einen Anschluss, Kinder. Ja? Das muss gelangen. Das muss gelangen. Das probieren wir gleich einmal aus. Machen wir so. Und wir stellen fest, es reicht nicht. Ja, aber wenn wir eine Vierfachstraße draus machen, dann gelangt's. Ja, dann machen wir eine Vierfachstraße draus. Einfach, weil wir es kennen. Und ich verlängere mir gleich bis da oben. Einfach, weil es wurscht ist. Ha? Brudi muss los. So. Haben wir noch das Gleis an. Ich hätte es einfach nicht auf mit dem Geld schmeißen. Gell? Ich seh's die ganze Zeit im Augenwinkel. Aber wenn ich alle 2 Sekunden schaue, dann kriege ich einen Vogel. Und alle anderen, die zuschauen, auch. So. Weiter geht's. Haben wir gleich ein wenig länger. Ja, ungefähr bis daher wunderschön. So. Ich merke schon, mit dem heute gar nicht lange umeinander. Ja, dann nehmen wir heute gar nicht lange umeinander. Kamen am Bahnhof, Graz hat einen Bahnhof. Und jetzt braucht Uffing einen Bahnhof. Uffing! Scheißdreck, Uffing. Scheiße, wie machen wir das mit Uffing? Brudi, was machen wir mit Uffing? Wo bauen wir den hin? Ja, ich glaube, ich weiß schon wo. Rotzt mir direkt da rein. Machen wir das ein bisschen schöner so. Wunderschön, Kinder. Wunderschön. Drama wegen. Sehr schön. Das ist schön, wie das gleich da hingeht, wenn ich jeden Schritt erklären muss. So ist jemand da, der es nicht kapiert, was ich da tue? Wenn du Leute schon dabei haben, die fragen, ob ich Straubing auch habe, aber was hilft die wieder nicht da? Ihr Zipfen! Es hat so lauteres Zipfen, sagt es! Entschuldigung. So, wunderschön platziert. Birger, du bist wirklich ein Fachmann. Wunderschön platziert. Was haben wir da? Können wir da nicht ein größeres Häusl einbauen? Ja, da können wir das große einbauen. Schau. Machen wir gleich so. Und dann machen wir so. Das ist gleich ein früher schöner Bahnhof. Früher schöner Bahnhof wie übrig. Ah, schönsten Nussbiene kriegt der Uffing den schönsten Bahnhof, den wir haben. Der schönste Bahnhof, den wir haben. Schönster Bahnhof am Platz. So, Gleisal auszeigen. Sehr schön. Sehr schön. Birger, das macht du richtig gut. Den macht du richtig gut. Ja, wenn ich jetzt mein Papa, dann darf ich mir einfach einmal sauber auf die Schulter klopfen. Weil das ist wirklich eine Meisterleistung. So, wie machen wir das mit Neumark? Neumark! Da fahren wir jetzt da so oben. Sollen wir es gleich so, was ist denn das Gescheite?
Ja, müssen wir schon so durchfahren lassen. Müssen wir so durchfahren lassen. Müssen wir durchfahren lassen, wie ich sagen, ja. Müssen wir so durchfahren lassen. Hilft uns nichts. Hilft uns nichts. Weggerissen den Schund. Weggerissen den Schund. Wer braucht den Schund? Kein Mensch braucht den Schund. So. Ja. Oh, der passt sogar genau da dazwischen rein. Schau dir das an. Schau dir das an, Digga. Der Brudi muss los. So. Bauen wir da wieder ein Passagiergebäude ohne. Wenn wir mir irgendwas nicht täuscht, können wir da ein fettes Gebäude ohne bauen. Nice. Vielleicht können wir sogar das ganz fette ohne bauen. Nein, das ist groß. Nein, das ist groß. Nope. Nope, 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 nope. This shit is too big. So, schön. Schön machen wir das. Schau dir das an. Nein, Mark, die kleinsten Städte. Die kleinsten Städte kriegen die fettesten Bahnhöfe. Was soll ich jetzt sagen dazu? Kann ich da? Da kann ich tatsächlich ein Gleis durchbauen, Jenny. Da kann ich tatsächlich ein Gleis durchbauen. Das glaubst du nicht, da bin ich so nah an. Passiert nichts. Stop it! Steigung zu groß. Was für Steigung, Brudi? Ich hab hier keine Steigung. Kruzifix muss jetzt die Straße durchbegreißen. Kruzifix. Malefizen, Holler Stahlen, 17 Mal in die Fuder geschissen, was? Moment. Ein wenig Gleisel. Ja, freilich, ein wenig Gleisel. Und dann machen wir gleich die Straße, machen wir gleich weiter. Ja, machst du mal so und machst du mal so. Das ist auch gut. Was haben wir da? Da müssen wir fast. Müssen wir auch erweitern. Und dann müssen wir die so ein wenig versetzt setzen. Das hilft ja sowieso nicht. Machen wir so. Dann machen wir gleich bereden. Einfach, weil wir es kennen. Ja, schön. So, aus mit die Gleis. Ja, I like it. So, und dann möchtest du glauben, dass wir in die ersten 10 Minuten, schon mehr erzählen haben wir in die letzten 6 Stunden? Nice! Haben wir jetzt eigentlich jetzt haben wir Folgendes vorbereitet. In Graz, in Cham, in Uffing und in Neumark haben wir jetzt einen wunderschönen Herr Wirt! Was ist das? Was? Bürger muss los. Merci dir. Und merci an alle anderen, die ganze Zeit mehr oder weniger, die wollen nicht mitgehen. Der Birgi muss los, ist da gestanden. Merci. So, chill mal deine Gnierschein. Wir müssen jetzt halt, was? Nur der in Neumark ist um 90 Grad falsch. Nein, das können wir so mal, das passt schon. Da können wir so eine S-Kurven hermachen, das geht schon. Dann geht er, meinst du das anders gescheiter bei, meinst du? Nein, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja auch nicht, gell? Hey, Mann, das passt schon. Wie das wieder ausschaut. Was? Stop it! Herr Motzog! Ruhe! Stellen Sie meine architektonischen Künste nicht in Frage! 45-Grad-Deal, ja, das geht nicht. Wir sollen da, schauen wir das Netz der Straßen an. Was soll ich machen? Da muss der genehme Herr Zug, muss ich da noch mal eine Kurven fahren. Das hilft halt nicht. So. Das erste, was mir lernen, ist die Verbindung zwischen Graz und Cham. Was mir da schon wieder auffällt, ist, dass mitten da eine scheiß Ölbohrinsel ist. Weg mit dem Scheißdreck. Dann können wir eigentlich direkt da so Ja, fast. Da will wir eigentlich da so ansetzen. Ja, jetzt bei so, die kriegen wir schon. Jetzt nehmen wir das Äußere, dann nehmen wir wieder das Äußere. Und dann fangen wir da so an. Schauen wir mal, ob wir da direkt hingehen. Ja, schau hin. Wenn das nicht wahnsinnig sexy ist, dann weiß ich es auch nicht. Bam, schau hier. Und dann verbindet man das außen. Very sexy. This shit is sexy. Can't handle his sexiness. Schau dir das an. Erste Verbindung, Graz zu Cham. Nice. Zweite Verbindung. Müssen wir da irgendwo sitzen, da die Vorschlag? Dann gehen wir bis da. Da müssen wir sogar einen Tunnel bauen. Da kostet die Scheißdreck 1,6 Millionen. Fix, Brudi, muss los. Was ist denn jetzt wieder? Was für eine scheiß Kollision ist da wieder? Nein, da ist wieder ein scheiß Ölbunker im Weg drin. Dreck! Ja, dann müssen wir da ein wenig wegreißen. Das hilft uns alles nichts. Brudi muss los. Dann gehen wir da her, sagen wir mal so. Ja, das ist schon mal okay. Dann gehen wir da so. Ja, das geht schon. Jetzt schon her, dann machen wir so. Ja, nice. Machen wir so. Und immer wieder die Außenbahn. Dann geht der Zug maximal oben auf 133, geht es verkraftbar. Verkraftbar! Haben wir jetzt eigentlich einen Tunnel gebaut? Oh ja, Tunnelbau, wunderschöne Tunnel. I like trains.
Dann reißt mir ein bisschen was weg. Oh, zweite Stücke vergessen. So reißt mir weg. Nehmen wir das Außengleiserl. Was ist denn das jetzt wieder für ein Scheißdreck? Was genau soll denn das für ein Scheißdreck werden da? Brudi, muss los. Was ist das? Warum geht denn das Gleis da in den Erdboden rein? Kann man das etwas sagen? Möchtest du, weiß ich nicht, wo möchtest du hinfahren? Das kann ich ja so nicht lassen. Da kriegt man im Monk den Totalausfall. Da müssen wir ein bisschen angleichen. Schaut schlimm aus. Oder Herr passt schon. Issue sexy time. Und dann verlege er seine... Sexy time. Der neue Fachbegriff für sexuelle Belästigungsgleis. So, wie viel Geld haben wir? Was, die bauen einander wie ein totaler Depp und schauen überhaupt nicht aufs Geld. Wir haben bei minus 21,3 Millionen, aber haben wir noch 50 Millionen am Konto. Das passt schon. Ich meine, wir haben ja auch auf Pause gedrückt. Da geht ja nicht. Wir können eigentlich schon wieder mal zumindest langsam auf Play drücken. Dann akklimatisiert was. Na, dann spät sie wieder ein, so müssen wir es sagen. Ja, da müssen wir auch noch ein bisschen begradigen, weil sonst da kriege ich... Manchmal wird das Gelände einfach so verformt, dass ich echt einen Schlaganfall kriege. Ja, da kriege ich echt, das schaut einfach nicht schön aus. Aber der Zug fährt einfach maximal gerade. Das macht es sperr automatisch. Aber ist nicht so schlimm. Kann man schon so lassen einigermaßen, passt schon. So, wir haben die zweite Verbindung. Von Graz nach Cham, von Cham nach Ufing und jetzt noch ab nach Neumark und dann wieder zurück nach Graz. Dann haben wir schon einen Kreislauf auch. Haben wir einen Kreislauf schon beieinander? Haben wir ihn schon beieinander? Was ist denn das eigentlich wieder für Chernobyl Art und Weise, seine Straßen da hin zum Bauen, Computer? Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären, bitte? Da müssen wir ein wenig nachhelfen. Nein, das hilft uns alles nichts. Da müssen wir ein wenig nachhelfen. Dann bauen wir jetzt so. Und dann bauen wir so. Und dann ist es schon um Hausecken sexy. Das auch. Das nicht. Aber das können wir auch mal so lassen, weil es wurscht ist. Die Straße machen wir breiter, die Straße machen wir auch breiter. Bredene Straße ist mehr gut. Okay? Okay. Einigen wir uns da drauf. So. Let's figure out how we gonna connect these two cities. I don't know. Wir kommen da raus, dann fahren wir da so oben und dann fahren wir einfach da so her. Ja, easy peasy, oder? Das ist ja easy peasy. Was ist der... What's the problem? I don't get it. So, dann machen wir reinscrollen so ein bisschen. Gehst du mal her da. Und dann machen wir so. Alter, easy. Easy. Wir nehmen wieder das äußere Gleis. Ja, da geht er oben auf. Oh, da geht er aber steil oben. Ja, mei, damit müssen wir leben. Nein, Kinder, da müssen wir leben damit. Hilft uns nicht. Hilft uns nicht, das passt schon. Ja, ich meine, ein wenig Küffel muss mal sein. Ein wenig Küffel muss mal sein. Nee. Nix geht aber ein wenig Küffel. Und was haben wir da? Das gefällt mir nicht, ne? Oh, jetzt habe ich was in einem Baum abgerissen. Springt der Thunberg selbst daheim schon wieder im Kreis. Hoppala, nein, äußeres. Das ist das äußere Gleis. Ich bin der Depp. Machen wir so. Hey, ja, da geht der Zug maximal oben auf 235. Ist auch nicht schlimm. Wunderschön, und dann haben wir schon wieder. Ja? Ist schon verbunden. Ja, verbunden wie eine frisch polierte 1, Kinder. Wie eine frisch polierte 1 von Ufing nach Neumark. Nice. Very, very nice. So, und jetzt müssen wir irgendwie von da oben nach Graz. Wie stellen wir das wieder an? Das können wir eigentlich, da muss man fast eine 90-Grad-Kurven fahren, gell? Da gehen wir jetzt einfach mal da her, da machen wir ganz seichte Kurven. Ganz seichte Kurven, was haben wir denn da eigentlich? Wer überkreuzt das Gleis? Asozial! Asozial! Das kann ich überhaupt nicht bocken. Wenn sie das Gleis überkreuzen, nein, da kann ich nicht bocken. Wir machen anders mal. Nein, wir können nicht anders mal. Das legen wir jetzt und dann machen wir eine Brücke. Das hilft uns alles nichts, das legen wir jetzt so und dann machen wir eine Brücke. So, dann gehen wir jetzt da so her. Schaut gut aus. Jawohl. Du hast einmal, nimm das jetzt da an dem Zipfel. Und dann gehen wir aufs äußere Gleis. Ja, wunderschön. Wunderschön, Kinder. Dann nehmen wir da das äußere Gleis. Und dann wird da schon wieder so eine bauchige Kurve draus, dass ich fast ein bisschen speimen muss. Machen wir so. Äußeres Gleis. Zack. So, schön, oder was? Hat er beim letzten Mal schon super geklappt. Was hat beim letzten Mal? Was? Brückerl bauen. Ja, das hat beim letzten Mal wirklich super hingehauen. Das stimmt, aber vielleicht machen wir es diesmal besser. Jetzt pass auf, ich streng mich an. Was ich jetzt möchte. Eine von links nach rechts. Eine Brücke da mitziehen. Ja? So. Dann machen wir jetzt einmal mindestens 5 so Einheiten weg. Und dann probieren wir das einfach mal aus. So. Gleis geht ja einfach die ganze Zeit gerade. Dann machen wir so.
Ja, das schaut doch schon mal ganz passabel aus. Was nehmen wir da für Ding, die nehmen? Ist gut. Dann machen wir so. Schau dir so. Ja, ist jetzt so mittelmäßig geil, aber das kriegen wir schon. Warte mal. Legen wir es noch ein bisschen weiter her. Schau hier. Schau hier, wie es auf einmal geht. Pro-Gamer! Okay. Nice. 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 Press F for respect. Mr. MK2E, an dem letzten Stream hast du dich fast weggeschmissen vor Lachen wegen dem Heustreu. Jetzt Uffing. Ich arbeite in einem Kauf namens Heustreu. Das habe ich heute schon gelesen. Wo habe ich das, das mit Heustreu gelesen? Wo habe ich das mit Heustreu gelesen? Das hast du, glaube ich, in Kommentare eingeschrieben. Irgendwo habe ich das halt gelesen, dass irgendwas mit Heustreu war und du arbeitest da. Habe ich lachen müssen. Press F. Press an extra F for extra respect. So potthässlich ist die Brücke gar nicht. Ich meine, sie ist ein bisschen, was wenn wir die jetzt noch verfeinern können? Ja, dann müssen wir die Brücke verfeinern. Zum einen, den Anstieg da, den gleichen wir ein bisschen an. Schaut nicht mehr ganz so kreisig aus. Und damit das überhaupt gar keinem mehr auffällt, bam und bam hier. Hashtag BAM, Bitch! Hey, das schaut wirklich gut aus. Look at this. Oh my god, shit is so fancy, he can't handle his treeness. Oh my god! Was kommt jetzt da? Werkzeuggröße? Ah, der baut doch gleich mehr, oder wie? Oh, Werkzeuggröße so. Oh, ich bin... Oh, shit is fancy. Look at that. Look at that. Look at that. Oh my god. I love it. Machen wir noch ein bisschen eine dunkle Textur drunter. So. Alter, wenn das nicht fancy ist, oder? Dann weiß ich auch nicht. Und der Thunberg Sepp, der kann sich gleich wieder hinsitzen. Der Zipfelklatscher, der Futzen, grob wie der. So. I build a bridge. Very nice bridge, bitch. so, das wird einmal so schön. Was? Das wird einmal so schön hingehauen, da. Ha? Das wird da einmal so schön hingehauen. Aber nein, behinderte Brückbauereien im Spey. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wie schaut es eigentlich in Graz aus? Wir haben immer nur plus 70% Zuwachs. Wird schon passen. Wir haben ein paar Einwohner verloren, ja, so um die 80, wenn wir die Gebäude weggerissen haben, aber die kommen schon wieder. Ja, die kommen schon wieder. Jetzt drücken wir da mal auf doppelte Geschwindigkeit, damit unser Geld mal wieder mehr wird, weil wir da unten sehen, wir haben bei minus 30 Millionen. Und ich bin zwar kein Finanzexperte, ja, meine Expertise, die vorhandene Expertise in meinem Kopf drin sagt aber, minus 30 Millionen ist so mittelmäßig geil. So. Was müssen wir dann tun? Wir haben jetzt da ein wunderschönes Netzwerk aus 4 Stationen. Jetzt hätte ich 4 Stationen, 2, 3, 8. Und dann machen wir jetzt eine Linie. Eine wunderschöne Linie zwischen Graz, Cham, Uffing und Neumark. Neue Linie, wir bearbeiten sie. Nennen diese Zugpfeil. Und dann haben wir Graz, Cham, Uffing, wird da an den Bunker geheißen, Neumark. So, was haben wir da? Vergeht's gut. Wer war der andere? Der MK2, Heustreu liegt in Unterfranken. Und schöne Grüße aus der guten alten... Was? Aus der guten alten Rhön? Du bist nicht gerade im Zug, Alter. Da flippe ich nämlich aus. Herr Spranger! Wieso ist die Nachtschicht gerade nicht angekommen? Ich hasse mich für meine Dummheit. Herr Spranger, ich hasse mein Leben. Ich hab gerade mein Abendtragel aus dem Keller geholt und dann habe ich mich auf die Schnauzen gelegt und jetzt ist alles kaputt, außer 4 Flaschen. Press F for respect. Wenn dies wirklich wahr ist, press F for respect. Okay? Und mein tiefstes Beileid, Herr Spranger. Herr Spitfire! Was vom Verkehrsminister zum Hobbygärtner und von 0 auf 0815, warum ist denn der Text eigentlich ein bisschen klar? Den kann ich nicht gescheit lesen. Ich muss mir jetzt dann echt was einfallen lassen, wie ich die Donation anständig lese. Weil ich lass mir was einfallen, okay? Ich lass mir was einfallen. Ich geb's zu, ich hab heute auch schon, deswegen liegt auch mein Tablet da.
habe ich mir eigentlich schon ein bisschen umeinander probiert, aber es funktioniert nicht. Und auch besser nicht brüllen hilft auch nicht, weil der Text so winzig klar ist und in meinem OBS, also quasi auf meinem zweiten Monitor, da ist mein Spielmonitor, da ist mein zweiter Monitor, da ist dann das ganze Fenster gecroppt, das was ihr seht, und ein bisschen klar skaliert und dann wird der Text so winzig, dass du ihn einfach nicht mehr lesen kannst. Aber gut, irgendwas lasse ich mir einfallen. Ja? So, wo waren wir stehen? Zug, jetzt kam Muffing Neymark. Dann müssen wir verbinden. Verbindibus. Wir fangen mal in Graz, wir fahren weiter nach Cham, wir fahren weiter nach, was ist da am Uffing, und dann, scheiße, was ist denn da der richtige, dann geht's da so weiter und dann haben wir da in Neymark. So, dann haben wir eine wunderschöne Rundfahrt haben wir wieder. Wunderschöne Rundfahrt. Hashtag wunderschöne Rundfahrt. Dann braucht man ein Depot. Ein Zugdepot für diese Linie. Wo bauen wir das hier am kreisligsten? Das bauen wir mitten daher. Weißt du was? Das bauen wir mitten daher, einfach weil wir es kennen. Für die Leute, die nicht zugeschaltet haben, für was ist ein Zugdepot? Das schließt du an die Gleise an und da drin kaufst du deine Züge und dann fahren die da so raus. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Bauen wir da so her. Gleisal. So. Ja, es war vielleicht dumm. Machen wir Rückerstattung. Ja. Wir müssen nämlich im Uhrzeigersinn fahren. Das heißt, wir bauen was anderes rundum. Das darf schon gehen, man kann den Zug dann einfach wenden, aber das ist egal. Sicher ist sicher, ne? So, dann verbindet man das schön. Kostet gar nicht Stückel Drecksgleis, kostet 50.000, da haben wir es ja. So, jetzt haben wir 53,7 Millionen auf dem Konto und davor leisten wir uns kleinen Fetten. Oder was? Leisten wir uns kleinen Fetten. Was soll man da? Was bauen wir hin? Zug. Da schaut er das an. Hoppala, daneben drückt. Was nehmen wir für einen Zug an? Irgendjemand, ich hab euch schon gesehen, Herr Spranger, stop it! Ich hab mir neue ganzen Fürs aufgeschnitten und ja, ich lieg grad nicht. Ja, you serious. Wenn du blitzt wie Sau, dann sollst du vielleicht einen Sanker rufen. Oder irgendjemand. Außer es, ja. Möchtest echt eine ICE erstellen? Ich glaube, ich kann mir uns gar nicht mehr leisten. Jetzt warte mal. Jetzt gehen wir bei Triebwagen. Da wollte ganz langsam. Da wird man schon wieder 2 Kugeln. Da müssen wir mal mehrere Red Bulls laufen, damit wir nicht so viel hudeln. Und gleich nachgeschwommen. Nice. So. Entschuldigung. Jetzt mal vergieße ich wieder, dass ich es eigentlich ziemlich asozial finde, ins Mikrofon zum Kuppen. So. Triebwagen. Boah, leck, was ist denn das für ein Ding? War der letzte Mal auch schon da? Der Raptor 1212 Mirage? Was ist das Ding? Der war doch letztes Mal noch nicht da. Aber der TGV, Brudi, der TGV, der kostet 60 Millionen und 10 Millionen im Jahr. Den bauen wir da später auch hin, das sage ich euch schon. Was, ein Tauruslok? Herr Löscher, was zum Teufel ist ein Tauruslok? Da haben wir einen Pendelzug, der kostet 20 Mille. Das wird unser Zug normal auch kosten, wenn wir wieder 6 Waggons hinten anhängen. Und 3,2 Millionen. Aber der scheiß ICE ist teuer, für das, was er kann. Und dann haben wir einen Dual-Stocks. Einen Franz-Zacken brauchst du jetzt aber nicht kaufen. Was für ein Franz-Zacken, Alter? Ein Dual. Wenn wir einen Dual-Stocks haben. Ich weiß nicht. Der ICE, den können wir uns nicht leisten. Der kostet 70 Millionen. 6 unseren Kontostand, der ist bei 53 Millionen. Das war einfach blöd. Oh, lecker. TGV ist aus Frankreich. Da sagt man TGV. Oh, ja, tut mir leid, da ich nicht Französisch kann und meiner Meinung nach jeder Franzos mit jedem Wort mindestens 2 Schwanz lutscht, kann ich leider TGV. Weißt du, habe ich schon 6 Schwanz im Maul. TGV. Das ist alles, was ich sage. Entschuldigung. Aber andere Triebwagen gibt's nicht. Was gibt's denn für Triebwagen im Dieselformat? Gar keinen. Ja, wer alles was raucht und stinkt, ist wieder für den Arsch. Nein, oh mei. Sie fix. So, was ist mit denen? Wir bauen unseren eigenen. So schaut's aus. Da kostet allein die scheiß Lok schon 30 Millionen. Ja, Kruzifix, was soll ich machen? Elektrisch, was kostet die? 16 Millionen. Leck, Alter, die Euro-Dual ist neu, Alter. Ich glaube, die geht up mit Pflack. Bauen wir einen Dual-Stocks auch, oder was? Einen Dual-Stocks können wir uns leisten. Wir haben ja mit 7 Millionen mittlerweile wieder im Plus, seht ihr das? Den leisten wir uns, weißt du was? Hau da eine! Weil er geht wie Pflack und weil er kurz ist, das ist wie ein Nahmaschine, egal.
41 Millionen, weg damit, also wurscht ist, haben wir wieder bei 15 Millionen rund. Und später tauscht man aus gegen den fetten Orangen. Wann eigentlich, im ersten Teil hat es den TGV auch gegeben, aber in 3 verschiedenen Längen. Und da hat es einen gegeben, da haben 270 Leute oder so gepasst. Wo ist denn die eigentlich hingekommen? Kann man den eigentlich nicht selber bauen? Das ist schade. Warum gibt es eigentlich diese Triebwagen nicht als einzelne Elemente? Das ist ein bisschen schade. Und irgendjemand hat mir geschrieben, in die Kommentare irgendwo, es geht sehr wohl, dass man im Nachhinein irgendwie Mods aktiviert. Das wäre immer eventuell auch mal anschauen. Ja? Und dann haben wir da eine Auswahl an Lokomotiven, dass dann Schelz reißt. Aber für den Anfang langt das schon, okay? Für den Anfang ist das okay. So, und übrigens, wer sich jetzt daheim meint, der muss einen Coolmacker spenden, so von wegen, Birger hast Schwule. Pralin-Squad, wo ist der Pralin-Squad? Ich darf das. Dankeschön. So. Mensch Kaiser, der Franzos Birger, du bist der Beste, ich brunst mich gerade. Weißt du, das wenn der Pralin-Squad Lieder schreibt, dann darf ich das. So, das ist schön. Wenn die Schwulen daheim sitzen und lohnen sie tot und die anderen, die mir die schwulen Hasserei unterjubeln wollen, hocken daheim und wichsen sie einen drauf. Ich krieg einen Vogel mit den Leuten. So, Ruhe jetzt, wir haben einen Dual-Stocks gekauft. Farbe, ab in den Chat. Ich glaube, ich habe schon ein paar gelesen, aber die haben schon wieder fort. Was für Farbe? Was geben wir denn für Farbe? Mir gefällt eigentlich in der Standardfarbe ziemlich gut in dem Weiß-Rot. Snooze Penny schreibt blau, dann kriegt er blau. Blau! War das jetzt, was ich gelesen habe. Machen wir blau. Oh, da werden bloß die Linien blau. Seht ihr das? Das ist ein bisschen winzig da unten. Da werden bloß die Linien, die da quasi bei ihrem Rot sind, die werden dann blau. Also ist fast schon wurscht. So. Und dann schickt man sofort unten noch auf die Reise, oder? Und dann schauen wir mal sauber zu. Schaut er noch, wie geil das ist. Schaut er noch, wie er rausfährt. Schaut er. Tut, Motherfrrr! Ihr wisst, was das heißt. Wir wissen alle, wenn wir da sind, was das heißt. Rundfahrt, Bebe! Moment! Und Gas, Brudi! Ruhe ist der Hund! Hanselstadt. Hier sitzen sollst du! Du Trottel! Ha, fährt noch gar keiner mit. So, fährt da schon jemand mit, möchtest du sagen? Ich glaub's nicht. Doch, 2 Passagiere habe ich dabei! Hier sitzen, steht halt ein Futzen zu! So, los geht's! Tut, Motherfucker! Rundfahrt, Bitch! Achtung, auf Gleis 3 fährt ein! Der Anal-Express von Landau noch! Wir haben gar nicht Landau. Wo haben wir überhaupt? Achtung, auf Gleis 3 fährt ein! Moment, da habe ich noch was Besseres, Kinder. Warte, ich muss kurz. Moment kurz, ich muss kurz hindrehen. Ich bin gleich wieder da. So, bin wieder da. So, hey, ich hab mir nachgeschaut, ob die 2 da hinten schon sitzen. Ich weiß nicht, was die tun. Die haben am Scheißhaus verschwunden, keine Ahnung. Achtung, auf Gleis 3 fällt ein, der Regionalexpress von, wo haben wir? Graz nach Neuenburg, bitte. Dankeschön. Tschüss. So, passt gut gegangen, Brudi. So, ich muss mich da Platz hin, damit das einigermaßen ausschaut. So. Ah, nice. Tut, Mother. Brr. So, wo fahren wir eigentlich hin? Wo haben wir eigentlich stehen bleiben jetzt gerade? Ich hab's nicht gesehen, das wird schon passen. Wie viele Leute fahren mit? 8. Ja, der Bukake hinten los, oder warte, ich komm gleich wieder. Ich muss mal schnell nachschauen, was da los ist. Ganz klar Bukake. Ganz klar Bukake. Das ist der Train ins Bukake-Land.
Nice! So, kann man das jetzt wieder unterlassen? Ja, ich hab schon gesehen, ich muss mir da extra Szene machen für das, weil das kommt öfter vor. Was ist mit meine Haare los? Schau's, wir spacken. Ah! So. Wie schaut's jetzt aus da? Haben wir schon 31 Leute dabei, schon hin. Moment. Ein bisschen rausdüsen wieder. Wieder sauber hinplatzieren, gell? Einen Krampf machen wir nicht. So, wie schauen wir aus? Wir brauchen übrigens einmal, Achtung, das ist nicht der Zug 2, das ist der, nicht der Regionalexpress, sondern der Analexpress. In Klammern Region Klammern Express. Super Express. Bester Express, Kinder. So. Wie schauen wir aus? Folgende der Bukake Express. Okay, Hashtag Bukake Express. So, und kommt der Sexual Harassment Strike incoming in 3, 2, 1. 31 Leute, da ist dann Teambildung schon wichtig. Kondomfarben und so. Die in der finsteren Leichten. Die sind die allerbesten. So, Freunde, wir schauen mal aus. Also, der Zug funktioniert instant. Obwohl wir noch gar keine Bussysteme in den 4 Städte haben und gar nichts. Warten in Neumark gepflegte, wie viele Leute? Moment, da habe ich wieder daneben geklickt. 55 auf dem Zug. Bei Obacht, da düst der durch, der ist aber mal mit gepflegte 4,8 Millionen im Minus, der muss voll werden. Ja, der muss jetzt da ein paar mehr rundherum fahren und so weiter und so fort. Und dann. Ja, dann wird das schon. Wie viele Leute stehen denn in Graz? Da haben wir nicht viel unterwegs. 17. Ja, mag von Graz keiner raus, oder was? Du musst auch mal nach draußen. Du musst mal draußen schauen, was in der Welt los ist. Du musst mal den Fuß vor die Tür setzen. Du lieber Grazer, du. Fix, Mari. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und in Cham geht einmal gut. Oh, in Cham geht einiges schon. Cham 43 Leute. Ja, ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass aus den 3 Städte, Uffing, Dingsbum und so weiter, alle nach Graz wollen. Aber von Graz keiner heim. Ich weiß es auch nicht. Silvanas. Brauche ich einen Passierschein 38 und einen Auslandskrankenschein. Ohne den nehme ich den nicht mit. Da will überhaupt gar keinen Fall nicht. Ja? Wird man auf dem Auslandskrankenschein eigentlich auf HIV getestet? Das ist wichtig im Bukake-Zug. Hey, was, Hashtag, was weiß ich schon? Was weiß ich schon? So. Kinder, Phase 1 ist abgeschlossen. Wir haben eine wunderschöne Rundfahrt. Jetzt muss man nur noch hoffen, dass der Zug nicht so viel Minus macht, minus 5 Millionen. Aber er hat schon 100 Passagiere dabei. Wird schon. Wie viele Leute stehen denn in Graz? Die werdet ihr jetzt wahrscheinlich alle in Graz ausladen. Das werden wir jetzt mal ein bisschen beobachten da. Da staut sich auf alle Fälle die Scheiße wie Sau. Das ist schon mal ganz super toll. Und jetzt? Da steigen gar nicht so viele Leute aus. Es sind wieder 94 drin. Haben jetzt da Leute ausgestiegen oder was ist da kaputt? Haben wir da gar keine Verbindung auf die anderen Seiten? Sehe ich das richtig? Jetzt warte mal. Konfiguration. Da müssen wir jetzt die Scheißheißelbude da einmal abreißen und das Ding hinbauen. Damit die auf beide Seiten aussteigen können, ja, nicht bloß auf eine. Errungenschaft! Fehlingfuchse! Nehme bis ins Jahr 2050 keinen zusätzlichen Kredit auf. Achievement! Like a boss. Hashtag ProGamer to your face. So, jetzt können wir schon mal auf beide Seiten aussteigen. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass die Straße da so schmal ist, vor allem in Graz. Müssen wir die Straßen sowieso einmal upgraden auf zweispurig und nicht auf diese Billig-Scheiß-Straßen da. Wer hat damit Geld geschmissen? Ich hab's genau gesehen. Das war die Bäcker. Graz steht halt nicht so auf Bukake. Wieso nicht? Okay. Das hinterfragen wir anders, meine Kinder. Wenn's später ist, ab 12. So, wir upgraden das Straßennetzwerk in Graz. Was ganz wichtig wird, weil das eine richtig große Stadt wird wahrscheinlich. Mal wieder back to the seriousness. Das machen wir jetzt da. Wir werden ziemlich viele Gebäude damit wahrscheinlich abreißen, aber das ist wurscht, die kommen schon wieder. Ja, vor allem die 2 Straßen sind nämlich sau wichtig. Später, was heißt später, jetzt dann, bauen wir sowieso da direkt 2 Bushaltestellen davor. Ja, es ist eh wurscht. Aber wir brauchen mindestens so einen äußeren Ring mit 2-spurigen Straßen. Das werden wir jetzt gleich mal erledigen. Da ist es wieder nicht möglich. Warum auch immer. So. Ich erkläre gleich, warum wir mal und. Was? Wir haben kein Geld mehr! Rest in peace, Mr. Headphone User.
Ja gut, dann müssen wir Geschwindigkeit auf 3 stellen und müssen wir warten. Ja, dann müssen wir einfach warten, bis wieder Geld reinkommt. Wir haben minus 14 Millionen. Brudi. Dann halt Kredit. Nein, Kredite werden nicht aufgenommen. Wir haben gerade ein Achievement dafür gekriegt. Warum habe ich das eigentlich gekriegt? Habe ich da früher Kredite aufgenommen? Ich weiß es nicht mehr. Was ein gar männlicher Schrei. Ja, da geht noch mehr. Entschuldigung, den habe ich selber nicht können singen. So, was ist eigentlich mit meinen Haaren? Kinder, meine Haare. Hallo? Was ist das? Was? Brudi? Alles, was in meiner Frisur denkt, das Frise muss los. Ah! Was ist das heute da? Fix Mario, oder? So, wir haben kein Geld mehr, Kinder. Wir haben einfach kein Geld mehr. So, jetzt wenn der Zug. Jetzt müssen wir beten. Brudi, jetzt müssen wir beten. Okay, haben wir schon wieder 4 Millionen am Konto. Wo ist unser Rundfahrtzug? Rundfahrtzug, hallo? Da ist er. Er hat schon 170 drin. Und war kurz im Plus. Das ist wichtig. Dem schauen wir jetzt ein bisschen zu. Moment, da gehen wir rein. Machen wir so. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Kinder, das hilft uns alles nichts. Ja, da vorne unser Dual Stocks, vor der Schieber. Bruckgummi, ist ein guter Typ, der Dual Stocks. So, jetzt bei so Wacht. Ich hätte die Straßen vergrößern und so weiter, wenn du so schmale Straßen hast, so links und rechts da vorne einen Haufen Häuser und du wechselst das aus, dann kostet für jedes Haus, das abgerissen wird, kostet es einen Haufen Geld. Und dann ist das sofort weg. Es scheint, dass zu wenig Geld vorhanden ist. Es ist möglich, einen Kredit aufzunehmen. Leckt mir doch am Arsch! Nicht einmal in-game verkaufe ich meine Seele für Geld! Ihr Bankfotzen! So, außerdem kommt jetzt dann gleich der Dual-Stocks und ist voll und dann macht ihr dir die fetten Mille. Alter, wie viele Leute stehen denn in Kamm? Bist du deppert? 100! What? Alter, da können wir gleich 2 Züge fahren lassen, weil er nicht voll wird. Da haben jetzt aber einen Haufen ausgestiegen, oder? Schau dir das an, das Wuseln. Schau dir das an, was da für ein Pulk von Menschen umeinander rennt. Schau dir das an. Guck mal, es ist Sven, Brudi Sven. Schau, was ist das jetzt? Schau dir das an. Wo ist der Sven jetzt hin? Sven. Mehr Zug fahren. Sven, du musst mal mehr Zug fahren. So, haben wir schon wieder 8 Millionen am Konto. Haben wir schon wieder 8 Millionen, passt schon, okay? So. Phase 1 ist damit absolviert. Wir brauchen jetzt eigentlich, wir können unsere Flughäfen immer noch nicht bauen. Was wir aber mal schnell bauen können, währenddessen wir auf Geschwindigkeitsstufe 3 lassen, damit sich da unten das Minus aber wieder erholt. Wir können mal schauen, dass wir zumindest einmal in Graz eine Busrundfahrt, eine nord- und eine südliche Busrundfahrt herbauen mit die 2 großen Dinge kosten wieder einen Haufen, gell? Wie hat man das geschickt? Ich bin mir nicht sicher, wie man das geschickt hat mit diesem, wie man vor dem Bus diese Bushaltestellen bauen könnte. Das machen wir jetzt aber auch so. So, das wird wahrscheinlich einen Haufen Geld kosten. Reißen wir das einmal weg. Was ist da? 600.000, 1,1 Millionen. Nice. Wird uns nicht helfen. Mach Play. Beer Driver! Meine Nachbarn haben gerade gekommen, was los ist, weil du sagst ihnen einen schönen Gruß, sie sollen sich mal die Scheiße geben. Sagst mir dann Bescheid, wenn sie da waren. So, my friends. Jetzt müssen wir da, das hilft jetzt eh nichts. Und hoffen, dass die Straße da nicht einbauen. So, Play. Dann machen wir so. Gebäude. Busstation. Jetzt nehmen wir diese Busstation. Plattformen links und rechts machen wir mit 3 und 3. Nein, das sind 2. Da klang der eine. Ja, wie ist denn das eigentlich damit, wie man das so macht? Ja, so ist doch, das klang doch eigentlich auch überall hier, oder? Wenn ich das jetzt einmal so richtig verstehe. Jetzt gehen wir mal in die Vogelperspektive und dann bauen wir den richtig schön. Ja, das ist doch geil. Das ist doch richtig gut so. Wieso klang denn das wieder nicht? Grütze 10 Alpha. Dann machen wir so. So. Man kann doch den verlängern, oder? Das muss doch auch irgendwie gehen. Jetzt pass mir auf. Das probieren wir jetzt aus. Also wacht, konfigurieren. Passagiere, dann kommen wir doch da. Ja. Look at this. It's a masterpiece. This shit is masterpiece. Und dann bauen wir da, kommt da so eine Straße her. Look at this. This, Brudi, is a fucking masterpiece.
I like it. I like big butts and can't lie. Weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Egal. Schau dir das an, Brudi. Brudi, küsst die Hand, schöne Frau. Die haben wir ein bisschen begradigen, damit sie da die Hochhäuser wieder hinbauen können. Brudi, can't handle this fanciness. Kante des Todes? Wo ist die Kante des Todes? Ja, diesmal nicht. Diesmal ist echt akzeptabel. Schau dir das an. Es ist echt akzeptabel. Und wenn wir es jetzt noch ganz fancy machen, machen wir so. Machen wir so. Va bene. Schau dir so, wie schön das ist. Schau dir so, wie schön das ist. Ja, einen Riesenbaum stellen wir auch noch hin. Freilich stellen wir einen Riesenbaum schon hin. Ja, ist ein bisschen was gegen die Lärmbelästigung bei den Leuten. Ah, schön. Wunderschön. Brudi, that's so fancy. That's so... Sag mal, gibt's da nicht mehr? Oh, ein paar Streicher schon hier. Oh. This is... I can't handle the niceness. Mozart, du hast es ja fast. I can't handle... Was gibt's denn da sonst noch so? Oh, schön. Holunder. ich glaub, Graz kann noch mal ein paar Holunderstauern vertragen. Ja? So. Und mal so. Oh ja, da ist Holunderhausen, Alter. Holunderhausen, schau dir das so. Ah, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich dreh durch. Ist gleich gut, Alter. Ich dreh durch, Alter. Ich dreh durch. 3 am Rall. Da kenn ich nix. Das müssen wir jetzt aber auf der anderen Seite. Nein, mal. Hey, was ist das da? Da haben für die fancy Logos da schon hin. Was ist das? The Red Lobster. Okay. Was ist da? Music. Pin King. Was es gibt, da ist der Wok schon hin. Der Wok. Moment. Sehr schön, ist aber ein großer Wok, oder? Ist aber ein ziemlich großer Wok. Ja, bauen wir mal ein bisschen einen Central Park nach Graz. So, dieselbige Scheiße brauchen wir jetzt da auch. Da müssen wir leider Gottes wieder ein bisschen auf Pause drücken, das hilft uns nichts. Und dann das ganze Ding da wegrotzen, weil es nichts hilft. Kinder, weil es nichts hilft. Das baut sich schon wieder hin, das wird schon, jetzt trennt's nicht. So. Machen wir jetzt genauso, ganz genauso. Schön gerade davor hinbaut. Wunderschön. Dann erweitert man den gleich ein wenig. Obacht, Kinder. Dann machen wir ihn länger. 1, 2, damit er genauso lang ist wie... Oder ähnlich lang. Weißt du, was noch ein bisschen schade ist, dass man die Häuser nicht noch mehr nehmen kann, so wie es dann zusammen konfiguriert sind und die einfach ein bisschen verschiebt. Oder geht das? Falls ja, informiert mich bitte. Bitte informiert mich darüber. So. Machen wir dort die Straße, die geht genau da so her. Machen wir so. Schaut gut aus. Oh mein Gott, schaut das gut aus. I can't handle this niceness. This is a real good Busbahnhof. Warum ist denn eigentlich der so gerade und der so gerade und das... Ach, weil da das große Haus davor ist. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Schaut doch gut aus, oder? Schaut das gut aus oder schaut das gut aus? Schaut gut aus. Jetzt müssen sie bloß so in die leeren Flecken wieder Häuser hinbauen. Na, was tut Staat? Sie bauen... Weiß ich nicht. Was? What is this? Machen wir doch gleich so. Hä? Es kostet mir gleich so viel. Die Straßennummern kosten mir gleich so viel. Wir brauchen Geld. Wir müssen uns den Flughafen leisten. Aber gut. Das können wir jetzt einmal so laufen lassen. Jetzt bauen wir eine Buslinie. Was ich da noch vorschlagen darf, ist, dass wir da noch eine Straße umziehen. Sehr schön. Sehr schön, dann können wir da schön einmal im Kreis rundum fahren. Ist das was? Wir bauen Gebäude, Bushaltestelle. Und fangen wir an, da in der Mitte ist unsere Hauptstation. 1, 2. Fahren wir dann da gleich oben? Ja, ich würde schon sagen. Dann fahren wir gleich da oben. Wir upgraden mal die Straßen später schon und wir gehen mir einer zumindest auf der 2- und 4-spurigen gehen wir einer extra Bus. Wir sind sagen extra Buslinien, damit der Bus nicht so Tschernobyl-mäßig anfahren muss. Da bauen wir, wie bauen wir da? Ja, da bauen wir so. Teilen wir da auf, das ist in Ordnung. Können wir verkraften. Ja, da bauen sie die Häuser dann schon hin.
Ja, die bauen sie dann schon hin, da kann man da dann noch einmal schön. Ja, wie machen wir das jetzt da? Da fährt die ganze Zeit der Ding rein, da fährt die ganze Zeit der Last rein, den müssen wir eigentlich umleiten, da hinten, dass er da durchfährt. Damit er die Busse nicht im Weg umgeht. Ja, das kriegen wir schon. Kinder. So, haben wir da, bauen wir dann da noch einen her, ja. Dann bauen wir auch noch einen her. So, dann haben wir die Südlinie auf alle Fälle schon mal fertig. Da haben wir da gar nicht lange umeinander wursteln. Bauen wir mir die andere Seite auch gleich. Sehe ich schon, da können wir ganz easy. Ganz easy. Im Kreis fahren. Ich baue da immer 2 Bushaltestellen hier. Für beide Richtungen, weil ich später, im späteren Spiel, einmal einen Bus in Uhrzeigersinn fahren lasse und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Gehen wir da her, gehen wir da her. Dann gehen wir da her, das muss dabei gelangen. Da gehen wir auch her, das muss auch gelangen. Gelangt. Und dann machen wir so. Und so. Und dann haben wir die kleinen Bushaltestellen. Also links und rechts davon. Jetzt da, ich hoffe, ihr seht meinen Cursor. Da. Und da, die haben weit genug vom Hauptbahnhof weg, dass sich da der Riesenpulk an Menschen sammelt, der vom Zug aussteigt und dann in der Stadt verteilt wird. Das ist ganz wichtig, weil sonst stehen nämlich 100 Leute an der kleinen Bushaltestelle und nach 40 Stück geht das Ding halt über und dann wird's die Passagiere jetzt dumm. So, dann brauchen wir folgendermaßen, wo ist denn eigentlich Norden und Süden? Ich weiß nicht mehr, ich hab's vergessen. So, da. Ja, da müssen wir 2 Linien erstellen. Neue Linie. Wir machen eine neue Linie. Graz. Bus 1. Neue Linie. Graz. Bus 2. Dann suchen wir die beiden Linien. Da, Hans. Machen wir erstmal Graz Bus 1. Was hat in Graz der Busführer vor? Bitte ab in den Chat, ich tu dabei zuzeln und reingehen. Ist der wirklich grün? Okay, seems legit, wenn die ersten 2 schreiben grün, dann ist er grün. Graz Bus 1 machen wir einmal dunkelgrün und einmal hellgrün. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und dann fahren wir mit dem Ding, zoomen wir mal ein bisschen raus, schön einmal im Kreis. Das wird der Südbus. Zack. Na, das ist eine Traumstation. Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Warum fahren denn da einer und dann da... What is this? Mr. Zug, why? Why? I don't know. Why are you doing this? I can't understand. Psuffener Bus. Was ich da sagt dazu? Hau ab. Mit deiner Straße da. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Stop it. Get some help. Was bauen du hier? Stop it! Ich baue da einen Holunderstrauch hin. Holunderstrauch 1, Straße 0! Fuck you, game! I hate this shit! I hate this shit! Ja, dann fahrt's da umeinander. Was weiß ich, was der Bus für einen verdammten Schlaganfall hat. Ich weiß nicht... Why? 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 Ich weiß nicht, was der Bus meint, warum ich ihm da eine Einfahrt gebaut habe. Ich weiß es nicht. Was will der Mann? Why doesn't this work? I don't get it. Was soll denn das darstellen, Alter?
Station Einfahrt und Ausfahrt. Silvanas! Da muss ich nachschauen. Bürgermeister versus Deutsche Bürgerbahn. Who wins? Bis jetzt die Bahn. Die Huren. So, was sagt er da dazu? Graz Bus? Nein, Graz Bus, du bist doch Psuffer, Alter! Bushaltestelle am Bahnhof als letzte Station hinzufügen. Das glaube ich wird nicht helfen. Warte mal. Wir haben jetzt beim Kastanienweg. Straße 1 0. Was, der Anschluss für Bushalter ist eine Einfahrt und keine Straße. Ja, das ist ja wurscht, er fährt ja da rein, da soll der ja auch reinfahren, das ist ja alles legit, aber... Jetzt, warte mal. Habe ich da wieder versetzt gebaut, sage ich das richtig? Jetzt warte mal. Da habe ich wieder versetzt gebaut, schon hin. Das war das letzte Mal auch schon, warum er so einen komischen scheiß Kreis gefahren ist. Was? What? What is this? Linie verwalten, wir müssen jetzt einmal unter Graz wieder weg tun. Das haben wir jetzt mal wieder weg. Ah, deswegen fährt er da einmal im Kreis. Und warum fährt er da verdammt nochmal einmal im Kreis rundum? Der kommt da so, fährt er noch einmal im Kreis rundum und dann fährt er rein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er möchte von mir. Was haben wir jetzt da mit denen? Kastanienweg AD. Kastanienweg AD. Und dann bauen wir mal das weiter, was soll ich sagen? Da und da her. Was tut denn der da? Ja gut, da darf die Straße darf er wechseln. So, und jetzt schaut das aber auch einigermaßen akzeptabel aus. Ich weiß nicht, das mit den Bushaltestellen, ist da auch irgendwas patcht worden? Das ist mir nämlich in meinem Hauptspiel nie passiert. Also wirklich nie passiert. Gut. Jetzt probieren wir mal Folgendes wieder, ob er dann wieder durchdreht. Warte mal. Machen wir so. Na, jetzt fährt er anständig. Jetzt probieren wir auch nochmal was, ob wir da jetzt halt normale Einfahrten und Ausfahrten machen und nicht dieses Mini-Ding da. Dann haben wir das da wieder weggeht und das der wir auch weggeht. Und dann machen wir eine ganz normale Straße. Ja. Ja. Und auf einmal kann es. Und auf einmal kann ich... Weiß ich nicht. War wieder der Nazi-Busfahrer drin. Der von Haus aus bei allem im Kreis fährt. Scheiß Uhrzöne. So, wir brauchen noch eine Linie. Brudi, wir brauchen noch eine zweite Linie. Wir brauchen nur Graz-Bus 2. Graz-Bus 2 wird hellgrün. Wir fügen Haltestellen hinzu. Wir fahren ebenfalls im Uhrzeigersinn. Und zwar... Oh. So, fährt der jetzt auch wieder irgendeinen Tschernobyl-Scheiß zusammen oder passt es einigermaßen? Ja, geht doch. Warum geht? Was? Graz Nord 1, Graz Süd 0. Minus, irgendwas, irgendwas. So, wir haben beide Linien jetzt gezogen, zwei voneinander getrennte Bushaltestellen mit einmal Graz im Süden, Graz im Norden. Jetzt brauchen wir eigentlich ein Fahrzeugdepot, wo wir mal gepflegt jeweils zwei Busse hinschicken. Wir haben doch da mit Sicherheit eins in den Naten. Da haben wir eins in den Naten. Wunderschön. Fahrzeuge kaufen, Passagiere, zweimal einen E-Bus. Ja, nimm ihn doch gleich viermal, denn wir haben es ja auf dem Konto. Ja, passt schon. Was ist da gestanden? Ich glaube, du warst mit dem Busheisel zu nah an der Abbiegespur. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gedacht, irgendwas hat da wieder nicht gestimmt. Irgendwie werden die Straßen neu unterteilt. Weiß ich nicht, was da hieß. Wir kaufen viermal den E-Bus, damit die Thunberg-Seppin Pfotzen heute mal sauber. So, einmal hellgrün, Graz Bus 2. Dann einmal dunkelgrün und schicken wir es auf Graz Bus 1. Bam! Was passiert? Wir machen ein bisschen langsamer. Da düsen sie raus. Schau dir das an. Da kommen die E-Busse. Ja, der E-Zitrone oder was wie er heißt. Der E-Zitrone. Wer hat eine E-Zitrone? Ich mag eine E-Zitrone. E-Zitrone, nice. Mit extra wenig Chemie. I like it. So, und jetzt hoffen wir. Ah ja, da schau ich hin. Erster Passagier im Süden, erster Passagier im Norden, der zweite, der dritte, der vierte, da geht's gleich zur Wetzau. Da geht's ja zur Wetzau. Wie viele Einwohner haben wir mittlerweile wieder? Schon wieder 655.
Haben wir aber nicht mehr so viel Waren. Warum haben wir nicht mehr so viel Waren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ist ja wurscht. Rollgamer! Ein Doppler, weil du die letzten entwickelt hast. Was? Ich hab's nicht mitgekriegt, es tut mir leid. Herr Rollgamer vergeht für den Entwickler und für die alle anderen und überhaupt so weiter. Entschuldigung. Danke dir. So. Da fragt gerade jemand, der Sprengi macht unser Zug mittlerweile Profit. Phase 1, Unterhosen stehlen. Phase 2, Phase 3, 5,6 Millionen Profit, Brudi. Brudi muss los. Nice! Weißt du was? Da lohne ich mich jetzt einmal zurück und schaue mir ein wenig zu. Ja, dann machen wir jetzt einmal so und dann nehmen wir ein wenig Zug fahren. Ja, ein bisschen außer, damit der Ton nicht so gar ist. Schön, schau hier, wie schön das ist. Unten fährt der andere Zug durch. Wunderschön. Man muss es einfach mal fahren lassen. Ja? Ich weiß schon, bei Modelleisenbahnen ist das sowieso eine Sache, da ist ein Wegesziel, wie so oft, wie zum Beispiel auch beim Saufen. Herr Spitfire schreibt, jetzt habe ich Stress mit der Freundin, weil ich mir die Netflix schaue. So ich sage ich, nein, geht nicht der Bürgerbau der Buslinie. Nice! Mr. Spitfire, merci. Liebe Grüße an deine Freundin. Gibst dir ein Bussi von mir, wenn das einigermaßen legit ist, und sagst, das passt schon. Machst so, legst dir den Zeigefinger auf den Mund so, schaltest auf Netflix auf Play und sagst, passt schon. So. Wunderschön. Ja, man muss seine Modelleisenbahn aber auch einmal, man muss die auch einmal begutachten, ja? Man muss sich einfach einmal zuschauen, wie es im Kreis fährt. Das ist aber richtig entspannend. Was mir auf alle Fälle auffällt, ist, dass der verdammte Zug voll ist. Sollte man wahrscheinlich einen zweiten einbauen. Wahrscheinlich sollte man das tun. Aber er lässt schon fast ganz aus, schau hin. Und wie viel kriegt er rein? Wie viel bleiben jetzt da übrig im Ding? Naja, gut, die 20 bleiben stehen. Ja, aber er hat er nicht ganz aufgefüllt. Also, noch passt schon. Schauen wir uns mal die Finanzen an. Ja, abwarten. Lass man einmal 10, 15 Jahre laufen. Ich meine, das geht relativ schnell, währenddessen wir auf dreifache Geschwindigkeit haben. Stellen wir mal lieber auf dreifache Geschwindigkeit. Ich schmerze. Ja, dann geht da auch ein bisschen mehr. Und dann generiert er uns einen Haufen Kohle, die wir jetzt dann brauchen für die Flughäfen und vor allem für die Busstationen und Straßen, die wir da ziehen müssen. Das wird jetzt nämlich ein Riesenprojekt. Ja, für das brauchen wir Minimum eine Stunde. Wenn wir jetzt für das schon eine Stunde braucht haben, dann brauchen wir eigentlich 2. Und ich glaube, dass der eine Zug rentabler ist als der zweite. Wenn wir mir aber dann die 4 Städte mit den 3 Städte per Flughafen verbunden haben und da dann 10 Flugzeuge anfliegen, dann braucht man den zweiten, und zwar auf beiden Linien. Rollgamer! Naja, dann nur ein Doppler, das Wort, was? Dann nur ein Doppler, das Wort hätte ich gern von dir gehört, wie du das Wort ausgesprochen hättest. Was für ein Wort? Ein Doppler. Weil die letzten nicht mitgekriegt hast. Grüezi, servus, wie weit bist du schon gekommen seit der Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaftsverbindung Passau-Linz-Wien, MFG? Ja, jetzt sitzt aber schon geschockt daheim. Sagst du, was ist? Sagst du, was ist, dass ich das lesen habe können? Sagst du, was ist? Pro-Leser, Alter. Roadgamer, merci für deinen Zwickel. Für deine mehrfachen Zwickel. So, wie viel haben wir da? Übersicht. Eine Glut. Oh, da stehen über 50 Leute auch noch. Ja, fuck. Eigentlich können wir recht bald den zweiten da hin tun. Können wir recht bald. Wir fangen aber jetzt an. Wir haben auf alle Fälle, was wir dann auch noch brauchen, aber das erspare ich uns jetzt, weil das dauert mir zu lang. Und langweilt mir jetzt auch selber, dass ich in Neumark, Uffing und Kamm so eine Busrundfahrt baue. Das rendiert sich in Graz, das sauber. Schau mir hin, wie viele Leute das da überall umeinander. Warum man da? Da sind 60 Leute am Bus. Warum? Warum man die da? Für was haben die große Busstation da hingebaut, das Zipfelklatscher? Fix Mari oder Steine, Trottel. Meine Güte, nein.
Schau dir mal das so, da steht fast an jeder Haltestelle steht einer. Wir schauen, gleich mal schauen, wie die Bushaltestelle noch. Hey, die macht auf alle Fälle Profit. Ja gut, jetzt ist es wieder im Minus. Ja, wie soll ich jetzt da sagen? Diagramme, Finanzen. Ja, leicht im Minus. Aber die müssen wir auch ein paar Jahre laufen lassen, um zu sehen, wie sie sich einpendelt. Ja, müssen wir schauen. So. Freunde, jetzt ist die Zeit gekommen, 2 fette Flugplätze zum Platzieren. Wir brauchen einen Passagierflughafen. Und zwar den großen. Ja. Ein Hangar braucht man auch. Terminals braucht man vorerst eigentlich nur eins. Landungsrichtung, rechts oder links? Alter, was weiß ich denn? Ist mir doch scheißegal. So, wir drehen wir den. Und das Ding ist jetzt, wie bauen wir das dann am geschicktesten? Den bauen wir jetzt am besten so zentral, ja, dass er von alle 4 Städten da einigermaßen gleich weit weg ist. Ich glaube, dass das so passt da so. Ja. Und von vorn können sie dann hinfahren. Jetzt machen wir mal so. Erster Flughafen baut! Okay. So, wie viel kostet der? Was kosten der laufende Kosten? Ich weiß es gar nicht. Gut, das ist einmal der erste. Was ist das? Das ist ein kleiner? Stimmt nicht. Das ist kein kleiner. Das ist ein kleiner. Da, Passagierflugplatz. Passagierflughafen. Der Flughafen ist der große. So, und dann brauchen wir noch einen. Ich würde sagen, mitten da, oder? Machen wir da so her. Aber ich glaube, das ist. Ja. Gehen wir mal in die Vogelperspektive, sieht man es besser. Den müssen wir da so kreiselig in die Berge reinbauen, das gefällt mir nicht. Zustand von Crafthofer Chip ist sehr schlecht, was soll man da wieder denkt. Der Zustand von Crafthofer Chip ist sehr schlecht. Oh mein Gott! Herr passt schon! Das ist ein Flughafen. Der gute Flughafen, Herr passt schon, mehr als wieder neu. So, jetzt passen wir auf. Ich glaube, da war ich besoffen. Bin mir nicht sicher. Kann schon passiert sein. Jetzt schauen wir da mal in unseren Linienmanager. Was da überhaupt so los ist. Haben wir irgendwo noch alte Busse umeinander fahren? Nein, haben überall schon E-Busse. Das ist in Ordnung. Graz, Bus 1, Linie verwalten. Nein, das hilft uns nichts. Da hätten wir eigentlich auch gleich einstellen können, dass wir den Unterhalt auf plus 25 stellen. Und was ist jetzt da wieder? Und da auch. Na, das werden wir jetzt bei allen Dingen also machen. Dann müssen wir die 2 Wasserlinien. Fahrzeuge verwalten. Betriebskosten 25. Sehr schön. Wien-Linz. Oh, da haben sie sogar sehr hoch schon hin. Hat das jetzt eigentlich funktioniert? Wenn ich die Fahrzeuge nicht selektiere? Oder übernimmt er dann die ganze Linie? Ja, machen wir sehr hoch. Der Wassertransport ist ja doch sehr wichtig. So! Oh Gott, in Neumarkt stehen ein Leute umeinander. In Neumarkt geht's zu beim Affenstall. Schau dir das an. Ja, bist denn du deppert. Deppert, um nicht zu sagen. So, Freunde. Wir haben jetzt zweimal einen Flughafen gebaut. Wir haben 35 Millionen. Das kann gut gehen. Jetzt kümmern wir uns als erstes, machen wir erst den Kleinen. Ja, machen wir den Kleinen, wie heißt es gleich wieder? Keine Ahnung. Mein Plan ist folgender. Diese 3 Städte, die haben ja außer über die Schiffsgeschichte da mit Linz und Passau verbunden, haben ja die ein in sich geschlossenes System. Die einzige Verbindung, die diese Städte nach Norden, also in die nördliche Hälfte der Karten haben, sind Straßen. Und die Straßen sind noch nicht ausgebaut, also sind sie relativ unattraktiv. Und vor allem extrem weit weg. Wenn wir jetzt nur wir schaffen jetzt quasi nur die einzige Verbindung zwischen den 4 Städten da herum und den 3 da herunten über die 2 Flughäfen. Das heißt, wir zwingen die Einwohner dazu, diesen Flughafen zu benutzen. Und das machen wir folgendermaßen, indem dass wir 3 Straßen daher bauen, so gerade wie wir es irgendwie kennen. Braucht kein Licht. Warum? Und dann mit Buslinien, mit Fernbuslinien das verbinden und dann die 2 Flughäfen miteinander verbinden. Und dann schauen wir, was passiert. Und wenn mein Plan aufgeht und ich glaube, dass er aufgeht, dann eskaliert's.
Phase 1. Wir brauchen, jetzt wird es kompliziert. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir brauchen eine fette Station. Plattformen, wir brauchen 3 Plattformen. Warum brauchen wir 3 Plattformen? Weil wir 3 Städte haben. Ja, für jede Ding brauchen wir eine. Dann gehen wir ein bisschen in den Dingsmodus und gehen wir ein bisschen da Vierer so. So, dann schauen wir, dass wir das so parallel kriegen wie möglich. Ich glaube, das ist einigermaßen parallel. Bauen wir da so her. So, und dann verlängert man. Geht das eigentlich, dass man den nach rechts verlängert? Das probieren wir jetzt einfach, weil es wurscht ist. Konfigurieren. Passagiere und dann machen wir den so lang, wie wir können. Ja, machen wir. Wieso geht das nicht? Kollision. Leck mir am Arsch, Kollision! Lecken Sie mich am Arsch mit Ihrer Kollision. Fuck you, Kollision. Vielleicht soll ich das aber auch nicht so nah ohne bauen, keine Ahnung. Vielleicht soll ich das aber auch nicht so weit ohne bauen. Kann man das da eigentlich verbinden? Nein, mehrere bringt sowieso nicht. Mehrere bringt sowieso nicht. Machen wir jetzt so. Schaut gut aus und dann bauen wir einfach nach links aus. Ja, bauen wir nach links aus. Wird schon passen. 1, 2, 3, 4, 5 und einen 6. So, dann haben wir 3 Terminals da drin. Riesige Terminals. Weil es wird auch Folgendes passieren. Ja? Achtung. Versuche ich kurz zu mir erklären. Es wird jetzt Folgendes passieren. Wir haben ja zwischen Wien, Straubing und Landau haben wir schon einmal die Zugverbindung gebaut. Das heißt, das ist die erste Verbindung zwischen den 3 Städten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dann gibt es eine Straßenverbindung. Das ist das da. Ja, diese kleinen Ministraßen zwischen den Städten. Und was dann auch noch gibt, in meinem Kopf stelle ich mir das jetzt gerade so vor, ja, alle diese Passagiere fahren dann mit dem Bus da hin und dann gehen sie in den Flughafen. Nein, es sind ja dann über diese Fernbuslinie. Was ist da? Warnung, stelle sicher, dass Oberlandau ins Straßennetz angeschlossen ist. Ja, leck mir doch am Arsch, ich bin noch nicht mehr fertig. Ist das Oberlandau? Nein, Alter, das ist der Flughafen Süd, Alter. Flughafen Süd. Landau Nord, nein! Flughafen Süd, hab ich gesagt! So. Dann wird Folgendes passieren, dass diese. Eigentlich ist Südost, da hast du recht, wir hatten das gestimmt, der Mod sagt, da hast du recht, aber das machen wir. Ja, hast recht. Hast recht, das vergisst man später wieder. Ja, machen wir so, Südost. Südost, Brudi. Schick sagen, Mr. Mod sagt. Weil später kommt nämlich nur ein Flughafen. Und dann noch einer. Zwar kleine, aber egal. Dann wird Folgendes passieren. Wir haben eine Straßenverbindung zwischen den 3 Städten und wir haben eine Zugverbindung zwischen den 3 Städten und wir haben dann eine Fernbusverbindung zwischen den 3 Städten. Was wird passieren? Leute von Landau werden mit dem Bus per Fernbus zum Flughafen fahren und vielleicht gar nicht aber mit dem Flughafen dann nach Graz oder sonst wo fliegen, sondern steigen einfach direkt im Terminal um und fahren nach Wien oder fahren nach Straubing, weil ja die Buslinie vielleicht attraktiver ist als, wie soll ich sagen, als die Zugdings. Jetzt ist eine Frage, ob man das unterdrücken kann. Ich glaube schon. Man kann in die Linieneinstellungen einstellen, er soll an der Bushaltestelle nur einladen und an der anderen Bushaltestelle nur ausladen. Das Problem ist aber, ich möchte natürlich die Ankömmlinge in dem Flughafen auch einladen und abholen. Das heißt, wir werden nicht verhindern können, dass Leute per Bus zwischen den 3 Städten fahren. So, warum erkläre ich das jetzt? Weil das gar nicht so unwichtig ist, weil dann auf einmal keiner mehr Zug fährt. Das heißt, unsere Rundfahrt vom Zug ist vielleicht für den Arsch. Das werden wir aber erst sehen, wenn es soweit ist. Das ist mir das sehr oft so gegangen, dass auf einmal, anstatt dass alle mit dem Zug quasi da im Kreis fahren, auf einmal alle mit dem Bus fahren und kein Mensch mehr mit dem Zug und der macht auf einmal Minus. Kacke. Der Mozart schreibt, nee, lass das mal für heute, hab vor morgen um 8 Uhr wandern zu gehen, das könnte übel enden. Ach, ihr redet gerade untereinander mit dem Price und der Mozart. Entschuldigung, bin schon wieder raus. Wer ist überhaupt noch da? Leute, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Warum, wisst man nicht, aber wie bei allen anderen Standard 0815 YouTuber, drückt mir erstmal einen Daumen nach oben, ihr wisst nicht, was das geht, aber es ist eine gute Sache. Ja, das ist gut. Dankeschön. Dankeschön. So, wir haben auch unseren Bus da hingebaut, also eine Bushaltestelle hingebaut. Sehr, sehr schön. Was die auf alle Fälle noch braucht,
haben mehr Zufahrten und mehr Ausfahrten. Brauchen wir auf alle Fälle mit da eine. Dann sehe ich jetzt halt, die können wir später noch wegreißen. Da eine und da eine. Ja? So. Dann ist jetzt die Frage, wie wir das da anständig gestalten. Entweder... Ja, wir machen mal direkt die Verbindung. Nein, da gehen wir gar nicht lange umeinander. So. Wir brauchen die Scheißdrecksstraße da, brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, da herum. Das ist eine gute Sache. Da herum bauen wir nochmal eine große Busstation. Das wird unser Fernbus. Jetzt drücken wir da schnell auf Play. Ne, da brauchen wir bloß eins und wir machen 2 Plattformen, damit das nicht so einseitig ausschaut. Bauen wir da so her. So, ich erkläre gleich, was ich da tue. So, schon haben wir wieder da eine Busstation. Verbinden wir es mit der Straße. Nice. Was übrigens sehr cool gemacht ist, diese Zeitanzeige, die da jetzt, oder dieser Ladebalken im Prinzip, der da gerade, was? Warnung, stellt sicher, dass er, ja, leck mir am Arsch jetzt mit dem Scheiß. Wir haben jetzt der Bushaltestelle aus einer aktiven Linie ausgelöscht. Normalerweise da das System, also die Linie, wo der Landauer Bus, der Nordbus, umeinander fährt, sofort sagen so, kaputt. Wenn du das aber abreißt und relativ schnell eine neue Bushaltestelle baust, dann wird das quasi on the fly übernommen. Nice Sache. Und jetzt ist das quasi mein Fernbus-Transportding. Zwischen der größeren Station und der ganz großen Station am Flughafen bauen wir jetzt eine Verbindung. Habo oder so! Bauen Flughafen an die Gleise. Was? Du möchtest quasi, dass wir die Leute mit dem Zug da hinfahren lassen können. Das können wir später noch einführen. Das ist tatsächlich auch schon mit angedacht. Deswegen steht er so kreislich schief. Und zwar kann man das zweite Gleis, das ich noch nicht nutze, da so aufverlassen, da durchgelassen und dann da wieder reinfahren lassen. Ja? Dann können die Leute theoretisch mit dem Zug da ebenfalls im Kreis fahren. Verstehen Sie? Das machen wir aber erst später, wenn kein Mensch mehr mit dem Zug fahren möchte. Zustand von Straßenfahrzeug 14 ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Warum ist das sehr schlecht? Unterhalt plus 25% passt. Very, very babene. Very babene, I like. So, jetzt brauchen wir fette Straßen. Wir brauchen mindestens einmal, ist eigentlich ein Unterschied zwischen, da klang der vierspurige, ja. Was ich aber gern tue, ist, ich mache eine Busspur sofort und ich elektrifiziere es gleich. Das bedeutet, da ist jetzt quasi so eine Mittelschiene für eine Trambahn. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir mir sehr viele Personen da transportieren werden und ja, weiß das schon. Was mir dann gerade noch so einfällt ist, wir bauen da eine Ausfahrt. Eine Ausfahrt und eine Einfahrt. Bauen wir da eine Ausfahrt und eine Einfahrt? Kriegen wir das irgendwie hin? Das werden wir so nicht hinkriegen, glaube ich. Aber wurscht, da bauen wir eine zweite Straßenverbindung und dann bauen wir jetzt einfach mal die Straße da oben. So, vierspurig. Gehst du mal her. Bam! This looks nice to me. Begradigt man? Brauchen wir nicht begradigen. So, dann stellen wir auf Kurven. Zack. Very sexy. This shit is so sexy, can't handle the sexiness. Das ist nicht so sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen löschen wir da mal einen Teil weg. Und dann machen wir so. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung und die haben ein bisschen angleichen, damit es nicht so futzen grob ausschaut. Später haben wir das auch ein bisschen schöner machen, dass da nicht einfach so mittendurch so eine fette Straße geht. Das gefällt mir nämlich nicht. It's Lugash! Mr. Lugash, was ist da los? Magst bitte eine Stadt nach mir benennen, danke. Nein. Warum? Es haben alle Städtenamen schon gegeben. Also ich habe letztes Mal schon gesagt, per Donation sowieso nicht mehr. Wenn ich einen lustigen Stadtnamen im Chat lese, dann verteile ihn. So, Straße, Lagerstraße Nummer 1. Wir haben Landau mit unserer Bushaltestelle verbunden. Jetzt, was haben wir da eigentlich, was ist denn das eigentlich für eine futzengrobe Scheiße da? Wer hat denn diese Straße da gebaut? Wer ein besoffener Volldepp? Weiß ich nicht, was er sich da wieder denkt hat. Wir fahren jetzt da so aber so, und dann geradeaus da rein. Jawohl! Jawohl! Schnauzen! So, geradeaus da her. Machen wir gerade bis da.
dann gerade so. Na, das ist nicht so gerade. Machen wir jetzt so. Nein, dann müssen wir wieder alles wegreißen. Grütze, fix. Und dreht Spiel wieder durch, wenn man die Straßenverbindungen zwischen die Städte abreißt. Das gefällt dem Spiel gar nicht. Das ist mir jetzt aber Sacke. Jetzt gehen wir da so hier. Oh, das schaut ja gut aus. Yeah. I like. Very nice. So, und dann nehmen wir die gestungene Scheißhäuselstraße da, die verbindet man da wieder rein. Vielleicht sollte man die aber auch einfach so lassen, wie es war. Verbindet man da hier. Wird schon passen. Drücken wir wieder auf Play, damit da was vorangeht. Dann wir ein bisschen angleichen, damit es nicht gar so kreiselig in die Natur hineingepflanzt ausschaut. Das Fotzengrobe Scheiß drum. So. Wunderschön. Was jetzt da natürlich toll ist, da fahren jetzt dann natürlich die Autos an und so weiter, aber unser Tramgleis bleibt frei und der Bus-Dingsbums bleibt auch frei. Weißt du, jetzt Lukas, ich tu nicht so lang weiter, bis du es tust. Tja. Da freue ich mich aber. Was sollst du sagen dazu? Sie fix leid, stop it! So, da müssen wir noch eine Verbindung hinbauen. Das wird gut. Das wird richtig gut, Alter. Das wird richtig nice. Hoppala, dann brauchen wir das und das. Wieso wird denn das jetzt da keine so schöne Kurven, wie ich mir das vorgestellt habe? Reißt mal ein Stück weg. Ja, das ist okay. Das ist wirklich okay so. Bauen wir so hier. So, und da müssen wir auf alle Fälle nach Wien fahren. Der Zustand von Straßenkehrer Mobil like a Boss. What the fuck? Wo hab ich diese? Ah, das ist Straßenkehrer Mobil. Scheiß Straßenkehrer Mobil. Oh mein, oh mein. Dass man eigentlich Industrien nicht wegreißen kann, ist auch ein bisschen doof. Aber das glaube ich kann man per Mod. Ah, das ist so laut! Das ist so laut! Look at this, it's so loud! I can't handle the loudness. Was habe ich mir da eigentlich gedacht? Da wird das Depot weg. Ja, du hast Depot weg. Da bauen wir nice. Da bauen wir mir nice. So. Ich sehe schon, wir haben uns in Wien mit der Busverbindung nicht so viel Mühe gegeben. Ne? Da ist auf alle Fälle unsere Einfahrt. Habe ich schon gesehen. Lukas! Was? Der Monatslohn ist erst gekommen. Ich kann ewig so weiter tun. Ich kann es ewig wegignorieren. Ja, hör auf jetzt! C-Fix! Und außerdem, alles, gibt Hälfte einfach PayPal. Nicht einmal mein PayPal-Konto gefreut, sondern PayPal gefreut sie. Danke dir! So, wie wir da, ja, da bauen wir jetzt einfach rundum dumm. Das hilft ja sowieso nicht. Da fahren wir jetzt mit der Straße da so rauf. Weißt, weiter können wir da sowieso nicht. Okay. Und dann daher. So. Jetzt haben wir schon sehr, sehr weit. Ja, jetzt brauchen wir noch 2 richtig große, dicke Bushaltestellen in Wien und vor allem noch eine südliche Rundfahrt, beziehungsweise vielleicht Wien ist so klein noch, leider Gottes, dass die zweite Rundfahrt wahrscheinlich noch gar nicht rentiert. Wobei eine kleine Rundfahrt kann man schon machen. Und dann bauen wir da, das war so, das nehmen wir mal weg da. Dann bauen wir da direkt unsere fette Bushaltestelle her, da die Vorschlag. Ja, das kriegen wir schon, das schaut gut aus. Schaut gut aus, Kinder. Kriegen wir hin. Straßen, was braucht man? Bauen wir erstmal die kleine, dann bauen wir da einen Übergang. Übergang, wichtig. Einen kleinen Übergang machen wir einen 4-spurigen Übergang, weil es wurscht ist. Einfach, weil wir es kennen. Und da übrigens auch, weil warum nicht? So. Wir haben übrigens 62,5 Millionen Euro am Konto, das passt. Herr Lugas, jetzt bin ich traurig, trotzdem geiler Stream, taugt mir. Merci dir, Alter. Und jetzt hör auf, Sport, Alter, geht. Sie fix. Und mittlerweile, wenn du bist schon länger dabei, das weiß ich, den Namen lese ich zum ersten Mal. Mittlerweile sollst du wissen, dass ich in der Regel eigentlich erst recht das Gegenteil tue, wie mit Leuten mit Geld zu scheißen. Merci, Straßenfahrzeug 12 ist auch schon fett im Arsch. Machen wir es so. So, wir upgraden jetzt. Machen wir da mal Vierfachstraße draus.
Looks good. Raiden, halt Baba, weißt du, was gegen Schnackel-Schlucklauf hilft? Hab meinen jetzt schon fast 4 Stunden lang. Ja, Luft halten und an 3 Platter die Dinge. Und sag die Namen der 3 platterten, glatzköpfigen Personen in deinem Kopf in Gedanken laut. Quasi, ja, du weißt schon, was ich meine. Und währenddessen hältst du die Luft an und die Nasenholz dazu. Und dann schauen wir weiter. So, wo bauen wir jetzt unsere Bushaltestelle hin? Bushaltestelle like a boss. Großes Bushaltestellchen. Das integrieren wir quasi gleich in den Kreislauf. Das bauen wir da her. Mein Gott, jetzt werden die ganzen Straßenfahrzeuge kaputt. Wird jetzt nur ein paar mehr kommen, leider. So, konfigurieren. Da hinten geht's weiter. Machen wir zu und da müssen wir so zumindest eine kleine künstliche Rundfahrt erschaffen. Das hilft uns jetzt nichts. Da geht's da 4-spurig weiter, da die sagen. So. Ja, das ist okay. Ja, und dann machen wir so. Verbinden wir das so. Ja, nice. Very, very nice. Very nice. I like it. I can't handle this fanciness. Look at you jetzt. Fix Mari. Zwei große Dicke. Bushaltestellen. Michelle, an was denkst du wieder? Hä? Was? Was bitte? What the hell? I don't get it. So. Bushaltestellen. Die Frage ist jetzt, was tun wir mit Wien? Bushaltestellen rundum oder einen zweiten Kreislauf bauen? Ich glaube, dass wir einen zweiten Kreislauf bauen. Was natürlich fotzengrobe Scheiße ist, weil das muss gelingen. Da der wir jetzt gar nicht lange antun, nerv mich nicht. So, da fangen wir an. Fangen wir da her. Da fahren wir her. Nerv mich du mit deinen scheiß Noob-Tipps nicht. Sie fix. So, was tun wir mit Wien? Sprengen. Ich baue auf alle Fälle da schon mal hin, weil da kommt dann später schon was. Jetzt bleiben wir cremig in der Unterbuchs. So, dann haben wir da den zweiten, dann brauchen wir jetzt einen Wien-Bus 2. Wien-Bus 2, neue Linie, Kinder! Wien-Bus 2. Der Wiener Bus, wenn mich nicht alles täuscht, der war rot, da machen wir den nicht orange, die zweite Linie. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Haltestelle. Da fangen wir da, weil es total wurscht ist. Bam, 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 bam. Dann fahren wir nach Oberwien. Oberwien ist gut, das ist unsere Hauptstation, unsere Fernbusstation. Fahren wir so weiter. Wunderschön, Brudi. Wunderschön, Brudi. Raiden! To your heart, Brudi. Er ist Gott sei Dank weg. Ich werde fast durchdreht. Hashtag Ist er jetzt wirklich weg? Nice. How to fuck your Schnackel. Das war ein gutes Video. So, dann haben wir die Linie haben wir jetzt gemacht, oder? Das scheiß Fahrzeugdepot, das haben wir abgerissen, das bauen wir da her. Das bauen wir straight. Schaut besser aus, Mann. Die Ausfahrt da brauchen wir sowieso nicht. Wir brauchen wieder so ein neues Fahrzeugdepot. Das ist aber völlig in Ordnung. Das bauen wir da her. So, wunderschön. Nice. Und dann schicken wir gleich einmal auf alle Fälle 2 E-Busse. Zweimal den E-Bus in fucking Orange auf die Linie in Wien. Hoppala, da sehe ich jetzt ein bisschen viel. Wien, Bus 2. Bam, bam, bam. Und dann düsen sie auch schon raus, so eine 2 Teifen. Und ich hoffe, dass die jetzt da auch auf der Buslinie fahren. Jawohl, daneben können die Autos weiterfahren. Was mich schon wieder ein bisschen anfuckt ist, dass da ein paar Autos durch diese scheiß Station fahren. Ja, dass die durch diese scheiß Dings da fahren, das nervt mich schon wieder ein bisschen, weil die kosten später wahrscheinlich Zeit, wenn da 5 Trams und was weiß ich was alles umeinander fährt. Aber ist ja wurscht. Das werden wir dann schon ausdifteln. Kinder, die werden wir dann schon ausdifteln. Ja, so. Spitfire! Was schreibt er? Die Mortal Kombat LKW gegen Fatality. Flawless Victory. Die scheiß LKW-Dinger. Ja, haben wir den ersten Passagier, haben wir schon. Ich meine, profitabel werden diese Buslinien wahrscheinlich nie.
Ja, der hat minus 10.000, aber ganz ehrlich, minus 10.000 juckt mich kein Stecker nicht. Gehen wir mal in unsere super tolle Linienübersicht und der mal einfach mal nach Ertrag sortieren. Und dann schauen wir mal. Der Uffinger Treibstoff, der ist bei minus 5 Millionen. Was haben wir da? Das Rohöl ist auch nicht gerade gut beieinander gewesen jetzt gerade. Dann haben wir einen Straubing, der Straubinger Bus ist für den Arsch. Hauptsächlich Buslinien sind im Minus, wenn ich mir das so anschaue. Das ist aber schon immer so. Wie man diese Drecks-Buslinien profitabel kriegt auf Dauer, ist mir ein völliges Rätsel. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wenn unser Gesamtkonzept aufgeht, wenn da dann hunderte von Leuten gleichzeitig in die Städte eingepumpt werden. Wir werden sehen. Da gingen dann Bushaltestellen über, wahrscheinlich. Der zweite Fernbus ist gesetzt. Also das da ist auf alle Fälle unsere Fernbusstation für Wien. Und die landet genauso da. So, jetzt brauchen wir noch eine in Straubing. Haben wir den Straubing schon gemacht? Nein, aber da haben wir eine wunderschöne Straße dafür. Wunderschön, Kinder. Da müssen wir kurz auf Pause drücken, aber sonst pause das Scheißding 100 Mal von selber. Das ist ein wenig ein Käse. Das bauen wir jetzt da hin. Da kommt unsere Fernbusstation. Ja, das darf jetzt sich hinhauen. So. Straßsaloni. Natürlich haut's wieder nicht hin! Rest in Peace, Mr. Headphone User. Wer ist das wieder? Herr Schreiner. Herr Schreiner, merci für den Fünfer, Brudi. Nenn einmal eine City, Bumsufhausen und Megawürst wieder abgehst, bester Streamer habe dritt. Herr Schreiner, wenn ich jetzt deiner Donation nachgehe und statt nach dem Namen benennen, dann kämen 1 Million andere. Was übrigens grundlegend der Sinn dahinter ist, warum ich es nicht tue. Aber danke für den Fünfer, Brudi. Ich hoffe und bitte um Verständnis. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Erst einmal Greets an 1200 Zuschauer. Digga, da haben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, Daumen nach oben. Weil bei anderen Idioten macht es ja auch. Und die haben weit behindert wie ich. So. Dann muss ich da mal schnell schauen. Wenn wir das jetzt am geschickten machen da. So haut es ja wieder nicht hin. Weißt du, dann hat die Straße da wieder so eine kreislige Krümmung drin. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Warum kann ich noch keine Straße haben, du Hurenkruzifix? Hier reißt er deine Scheißstraße ab! Kein Huren trägt einfach Hurden! So, was wir denn? Das drehen wir jetzt einfach um. Das drehen wir jetzt einfach um, Kinder. So. Das ist gut. Das ist gut. Meinst du, ob das hier hat? Meinst du, ob das hier hat? Ja, mach weg jetzt da. Konfigurieren möchte ich. So. Fernbus Straubing ist ready to go. Ready to go. Okay, das schaut schon mal gut aus. Das schaut wirklich gut aus. Die Frage ist jetzt, machen wir gleich die Fernbusse hin und lassen wir es gleich fahren, dass die 3 Städte untereinander schon mal Personen austauschen können? Sie fliegen. Das ist so eine der besten South Park Folgen ever. See, fliegen. Wie geht's euch so? Haut's mir in den Chat, wie es euch also geht. Haben wir einen weiteren Corona-Infizierten da? Wie geht's euch? Jetzt braucht ihr daheim bleiben. Ich war heute einmal spazieren mit der Frau, ja, mit dem Hund. Und es sind mehrere Leute unterwegs wie vorher, wenn du mich fragst. Aber was weiß ich schon. Gut, alles cremig, das wollte ich hören. Das wollte ich hören und mehr geht's ja nicht. Was tat man sonst da? Jetzt ist 3:45 am Samstag auf Nacht, was tat man sonst? Saufen wie die Idioten. Ja, geht aber halt jetzt nicht. Da der WC 35 war fischen. Das ist in Ordnung. Da kann man mal allein fischen gehen, falls ich nichts. Nein, da sagt da keiner was. Aber ich habe heute schon wieder Radlfahrerversammlungen gesehen, da wo ich am liebsten mit dem Auto mit 200 durchgefahren war. Wenn jemand gefragt hat, warum dann nicht den Rückwärtsgang eingehauen. Kruzifix! So, installieren wir mal den Dampf mir rein. Schnackel ist endlich weg, machen wir mal so. Unterhalten wir uns ein wenig. Hey, wo ist der Chat? Ja, unterhalten wir uns mal ein wenig, dampfen die mal ein wenig. Ist auch nicht schlecht. Ist doch auch nicht schlecht. 1000 Leute, 500 Like, kommt's. Na, haben wir nur 500 Likes? Nur 500 Likes. Hashtag abgehoben, Brudi. Da haben wir tatsächlich. Du, da gingen mehrere Damen nach oben. Ja, da muss mehr drin sein. Kinder, so nicht. Wahrscheinlich schauen sie alle mittlerweile im Faulsack-Modus vom Fernseher aus zu. Okay, dann kann man nicht auf Daumen nach oben drücken. Geht nicht, kaputt. Kaputt. Da der Tommy Ocean fragt, ob es mir gut geht, das geht mir sehr ans Herz, mir geht's blendend. Ich bin wieder krank noch, irgendwie irgendwas. Mir geht's blendend.
Ich glaube, in der Arbeit schaut es auch ganz akzeptabel aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde meine Arbeit wahrscheinlich nicht verlieren. Ist auch noch gar nicht eigentlich so krass auf der Kippen gestanden, aber vor 2-3 Wochen hat das schon noch anders ausgeschaut. Also schaut alles gut aus. Schaut alles cremig aus, was darf man sonst. Und selbst wenn, Alter, das Leben geht weiter. Leben geht immer weiter. Nennt doch den Zug Dampfexpress. Es gibt schon einen Zug mit Dampfexpress. Eine Dampfen ins Vieh. Wie lange ich noch Homeoffice habe, also nächste Woche auf alle Fälle mindestens noch. Mike, zerfix, jetzt lies mir meine Donation und die von mir und meiner Frau Vani, alles Gute aus Salzburg. Mike, es tut mir so leid! Es tut mir so leid, ist doch schon mehrere, da ist schon wieder eine. Derek Bürger, du hast die Donation von meiner Frau noch nicht gelesen, wegen Flughafen und meine auch. Wo ist denn noch was schon? Derek Bürger, ich würde so machen, dass alle zu einer Stadt fahren und dann zum Flughafen. Habe ich tritt aus Österreich. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Aber zu spät. Hab's gelesen, Mike. Entschuldigung, grüß aus Niederbayern. Hashtag Lieblingsnachbarn. Ist wurscht. E-Zitrone für Franziska. Ja, die verdammte Scheiß Franziska, Alter. Die hängt mir über 2 Jahre später immer noch nach. Immer noch. Ich glaube, ich muss speien. Ich glaube, ich muss speien, Alter. So. Kinder? Haben wir soweit? Haben wir ready for shit? Herr Neumann, vergesst für den 9,49 €. Wo ich herkomme. Leute, ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit für ein Fragevideo. Das habe ich von der Woche, glaube ich, schon einmal gesagt. Ich werde demnächst in dieser Woche, ja, in der kommenden Woche, es gibt morgen ein Video übrigens, ja, Add-on zum Thema. Und ob das wo noch notwendig ist, damit ich die weiteren Videos machen kann. Kommt morgen Mittag. Völlig unerwartet. Habe ich mir auch unter der Woche, weiß ich nicht, 1,5 Nachmittag lang, war mir langweilig, aber ich denke, ja, Haus außer. Haus außer, weil es wurscht ist. Dann brauchen wir mir auf alle Fälle im Laufe der Woche, werde ich mal so einen YouTube-Post, so einen Beitragspost machen mit Fragen. Der ist schon wieder der ist fast 1,5 Jahre her, das letzte Video. Seitdem haben wir 30.000 Leute mehr. Nicht so, oder, ja, 30.000 ungefähr. Ist mal wieder Zeit für die wirklich wichtigen Fragen, ob zum Beispiel Pinguine Knierscheiben haben und so. So wie ein Schnackel, Kruzifix. Zeichen ist bei Ö-Community größer als die von Deutschland? Nein. Der Österreicher, der Lieblingsnachbar, macht in meiner Community ungefähr 15% aus. Wird aber gefühlt mehr. Wird gefühlt ein bisschen mehr. Was ich da für ein Liquid drin habe, ich mag normalerweise keine Werbung für die Dinger machen. Bitte Leute, jeder der raucht, kauft euch so ein Teil. Jeder der weder raucht noch dampft, kauft euch kein so ein Teil. Da ist Red As Tear drin mit ungefähr 1 Milligramm. Das kann man aber nie so genau sagen, aber mit ungefähr 1 Milligramm, glaube ich, Nikotin. Nicht in dem einen Topf, sondern in einem Liter. Die sind alle auf Twitch. Die Österreicher sind alle auf Twitch, das stimmt. Na, was tust du denn? Aimi! Geiler Stream, immer weiter so. Mr. Aimi, 10 € sind zu viel und du weißt es. Das sage ich zumindest bei Leuten, wo ich den Namen das erste Mal glaubt, das erste Mal lese, die mit zweistelligen Beträge um sich werfen. Stop it! Get some help! Und vielen herzlichen Dank, wenn dir der Stream gefällt, das ist das Allerwichtigste. Das muss dir aber keine 10 € kosten. Danke. Schön. So. Sergeant Snickers, Franziska! Da kann man uns nachher, wenn ich mal kurz aufs Klo muss einmal bieseln, muss mein Krieger auffüllen, dann lass mal mit 2 Videos als Werbung laufen. Hashtag Eigenwerbung. Ich darf das. Oder? Herr Einstein! Merci für deine 4,49, jetzt hört doch mal wieder auf. Ja, bloß wenn wir kurz einmal schmerzen, weiß ich nicht, wir müssen sofort wieder mit Geld schmeißen. Was steht da? Schon wieder Franziska, die scheiß Franziska, Alter. Sollen wir uns preisen, Kinder, mal anschauen wieder. Ich sag das gar nicht, ich glaube, ich hab's selber seit 1,5 Jahren nicht mehr angeschaut, glaube ich. Bäcker! Samstag und Sonntag Bürger-Content. Was, Sonntag, Achso, ja, stimmt. Morgen. Ja, stimmt. Der Crittlemoth schreibt, rote NT-USB. Ja, korrekt. Ich habe eine rote NT-USB und ich habe eine rote NT1. Es ist das absolute Studio-Standard-Mikrofon. Aber zum Streamen nehme ich das da her. Ganz einfach, weil was das Geilste an dem Mikrofon ist, dass du deine Kopfhörer auf analogem Wege direkt da reinstecken kannst. Und ich glaube, das ist mittlerweile, also du brauchst keine extra Soundbox, auf gut Deutsch gesagt, oder Verstärkerbox, wo du sofort Rückkopplung hörst, ja, wo ich mich selber schmatzen her, dass ich nicht beim normalen Schmatzen, so wie jetzt gerade, umeinander schreie automatisch, weil ich mich selber nicht her. Das macht dieses Ding wirklich am allerbesten. Ich mag, weißt du was ich mir immer blöd vorkomme?
weil ich schon wieder automatisch Werbung für dieses Scheißding mache und ich mag das eigentlich nicht. Aber ich bin relativ zufrieden mit dem Ding. Bis auf das, dass ab und zu mir abkackt. Aber ich glaube, da kann das Mikrofon weniger dafür. Das ist, glaube ich, eher OBS oder irgendeine Windows-Einstellung. Ich habe mittlerweile so viele Mikrofone aktiv. Von 2 Headsets, 2 Großmembran-Mikrofone, dann Webcam-Mikrofon. Dann habe ich vor allem auch Ausgänge. Das hat gleichzeitig einen Soundkartenausgang, auf gut Deutsch gesagt. Dann habe ich Boxen, dann habe ich 2 Headsets, dann habe ich meine Soundbox vom NT1 und. So, jetzt dampfe ich den Ohren in mein Gesicht ein und dann bauen wir Fernbusse. Ist das was? Ja, nice. Der Harmonawirt schreibt, aha, Birger steckt was auf analem Wege ein. Und ich so, ja, das ist eine gute Sache. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber das kommt schon. Hat er nicht gesagt, was? Mein Publikum ist vielleicht jünger als ich meine, halt dein Maul. So, ihr habt's nichts gehört. Analog, Kinder. Analogkäse. Ah, nice. Fernbus 1. Landau. Wir nennen unser Gesamtkonstrukt, was wir mir da vorhaben. Wie hat das, glaube ich, der H&S abgekürzt? H&S haben Süd. Was ist das? Der FIFA-Tobi. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der FIFA-Tobi spielt gern FIFA. Kann das sein? Aber wenn ich es nicht besser wisse, würde ich sagen, du bist absoluter Pro Evolution Soccer Fan. FIFA Tobi, merci. Servus Birger, schöne Grüß aus Birnbach. Cup vom Volksfest abgesagt. Richtiger Rotz, da ich gerade Beef mit dem Chef hab. Gehen, wenn ich den nächsten Lohn bekomme, gehen 20% an die. Viel Spaß noch. Was? Nein, ich mag gar nicht 20% von einem Lohn. Spinnst du? Nein! Ich bin mit dem Fünfer schon überfordert genug. Tobi, merci. Becker. Da fehlt ja die Hälfte der Donation. Hashtag Sadface. Was? Das verstehe ich jetzt nicht, Becker, aber danke dir. Reddit Clan, kennst mich noch? Nimm deine Frau mit zum Schiffen. Also Reddit Clan, ja, ich kenn die noch, aber nimm deine Frau mit zum Schiff. Ach so. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Deki, ganz spontan auf 3 kommt morgen ein Video. Was? Ganz spontan auf 3 kommt morgen ein Video. Ja, das war nämlich eigentlich nicht geplant. So, wir einfach mitten unter der Woche, wenn ich was, sitzt die hin, macht dein Dokument auf, brrrt, fang an, hauen wir's aus am Sonntag. War nicht geplant. So, jetzt eine Ruhe ist. Wir bauen eine neue Linie. Fernbus. Dann nennen wir den Flug FH Flughafen SO Südost. Daten und Shadow. Welchen Liquid dampfst du so? Hashtag ein ins Gesicht. Red Aster. Fast ausschließlich. Fernbus, Flughafen SO. Ja, Flughafen, schreiben wir vielleicht nochmal Flughafen SO. Landau. So, wo ist der Fernbus? Fernbus, da geht's her. Fernbus. So, Fernbusse macht man grundsätzlich. Was machen wir? Welche Farbe geben wir den Fernbusse? Meister! Wo ist das? Haben Spoke. Ich kann mir Spoke nicht mehr. Warum kann ich mir einen Spoke nicht nennen? Was heißt denn Spoke übersetzt? Weiß ich nicht. Na, Alter. Killer. Stop it. Killer. Warum? Killer, ich lese vor, okay? Haupttritt Kadett, Warze und Kadett Killer melden sich zum Stream. Warze seine Reifen haben die Testfahrt überlebt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal, gibt schon mal den Daumen nach oben. Greets an den Herrn Walzen. Derweil holt noch und ihr auf zum Seisen. Wir sind mal nicht auf Kurzarbeit. Schöner Gruß aus Kärnten und die Idee für Stott. Hunsdorf, Lovendal oder Fucking. Fucking, also nicht Fucking natürlich, sondern Fucking. An Fucking habe ich schon auch gedacht und Fucking. Das kehren wir jetzt ganz lang unter den Tisch, Herr Keller. Ja, aber wenn ich jetzt irgendeine Stadt Fucking nenne und währenddessen ich vor 10 Minuten gesagt habe, per Donation nenne ich keine Stadt um. Ich habe Fucking nämlich vorher auch schon mal in den Chat gelesen. Dann schreit da keiner danach, okay? Alter, 50er ist fei. Du weißt es und der Wauzi weiß das. Und noch komischer komme ich mir dabei vor, wenn ich einen Wauzi seit wann kenne ich einen Wauzi? Seit 10 Jahren, keine Ahnung. Kenn. Zwar noch nicht persönlich, aber irgendwann kommt es sicher irgendwann mal vor, vielleicht. Dann kommt mir noch komischer vor, please stop it. Aber merci, Leute, merci. Und nein, ich bin schon stark, wenn sie nicht auf Kurzarbeit hat, dann habt ihr sie. Danke, wirklich, 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 danke schön. So.
Freunde, der erste Fernbus ist gebastelt. Was für Farbe geben wir dem? Gelb. Gelb haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Gelb. Machen wir gelb. Wer hat gelb geschrieben? Der Wilkinson. Mr. Thomas Wilkinson, wir machen mal gelb. Wer hat noch einer gelb geschrieben? Da haben mehrere gelb geschrieben. Gelb ist gut. So, wir starten von unserer Bachstraße in Landau und fahren wir auf bis zum Flughafen Südost. Ja, dann sieht man da sofort, ja, das geht nirgendwo im Weg um das Ding. Wunderschön. Dicker, wunderschön. Dann brauchen wir eine zweite Linie. Fernbus. Flughafen Südost. Straubing. Und dann machen wir gleich noch die dritte, weil wir schon dabei haben. Da haben wir gerade so im Flow drin. Fernbus. Flughafen Südost. Wien. Babene. Und die machen wir alle. Was haben wir da jetzt eigentlich gelb gemacht? Alles. Ja, passt schon. Dann machen wir den gelb und den gelb. So, dann verbinden wir Straubing. Wo haben wir? Da haben wir. Wo haben wir da unser super Bahnibad? Warum fahren denn da schon wieder im Kreis der Depp? Ja, wird schon. Wurscht, kriegen wir schon. Fernbus, Straubing. Haltestelle hinzufügen, dann nehmen wir mal mit das. Wir müssen dann in die Terminals checken, dass die schön da im Kreis in der Ein- und Ausfahrt fahren. Und schicken wir den ebenfalls da her. Wundervoll. Schaut euch das an. Vielleicht sollten wir unterschiedliche Farben machen, merke ich gerade, weil ich mich keinen Stecker nicht auskenne, wo der umeinander fährt, Alter. Ja, keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Alter. Dann nehmen wir gerne den dritten. Wir nehmen den Fernbus von Wien. Nein, warum schalten die so wie oben? Das nervt mich ein bisschen. Haltestelle, wo ist unsere große Haltestelle? Die ist da. Wir fangen mal in Oberwien an. Was haben wir da? Raten! Schau gleich noch. Chris Abedieri, was schreibst du? Was ist denn das jetzt geschrieben da? Frage, was ist denn das für Karten? Irgendeine Random-Karten. Ich habe die Städte bloß selber von Hand umbenannt. Mit der Community gemeinsam, größtenteils. Wer hat jetzt da noch vorher was geschrieben? Chris der Hart, sorry, die habe ich übersehen. Vielen lieben Dank für den Fünfer. Immer geil, wenn YouTube keine Benachrichtigungen anzeigt, habe ich der jetzt fix scheiß YouTube. Für alle nochmal, meine Streams sind in meinem Kanal verfügbar. Wer das Zeug versammelt hat, schaut es euch einfach im Nachhinein dann da. Momentan haben wir sowieso alle nichts anderes verloren. So. Erste Haltestelle Oberwien, zweite Haltestelle Flughafen Ost. Dann gehen wir mal daher. Schauen wir uns das an. Das haben wir uns eigentlich noch gar nicht angeschaut. So, größere Bushaltestellen haben mehrere Terminals. Nicht bloß eins, also quasi eine Ein- und Ausladestation, sondern, da kannst du auf Terminals gehen, sondern zwei. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt da mal einer zoomen, wir haben da so ein Busheisel und da ein Busheisel. Und dann sehen wir da einen Zweier und da einen Einser. Das ist quasi Terminal 1 und Terminal 2. Was man jetzt machen könnte, macht natürlich keinen Sinn, dass man Terminal 2, da liegt unser Fernbus Flughafen Südost drauf, den stellen wir ebenfalls auf Terminal 1. Zack. Dann stehen alle Personen, die von da nach da wollen, halt alle in dem Busheisel. Macht keinen Sinn. Darum stellen wir mir einen Fernbus daher, auf das Busheisel, was die Straße da nach hinten betrifft. Jetzt tun wir mal so. Markieren wir mal das und dann sehen wir, wie der fährt. Der fährt ein bisschen deppert umeinander, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum der fährt jetzt da so einer. Dann fährt er da her. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, was er tut. Dann glaube ich, fährt er nämlich direkt da her. Und dann fährt er vor das Busheisel, lädt Leute aus und ein, fährt wieder da hinten und fährt da außen rundum. Das ist ein bisschen umständlich, aber es geht schon. Ja, es ist verkraftbar. Was jetzt allerdings viel wichtiger ist, das Spiel managt das von selber schon ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn du jetzt in deiner Riesenbushaltestelle da zum Beispiel, haben wir extra 3 Terminals gebaut. Ja, also jede Linie da ist ein Terminal. Gehen wir mal her und das wunderschön verteilt. Terminal 1, 2 und 3. Wenn wir jetzt da mal so eine Linie markieren, machen wir mal Wien. Dann sehen wir das wunderschön gezeichnet. Von Wien kommen sie von rechts, von da einer, von rundum, fahren in das mittlere Terminal und verlassen es da drüber wieder. Optimal, oder? Optimöse, Brudi. Straubing, selbiges. Fährt unten einer, fährt in das erste Terminal auf, fährt oben raus und wieder heim. Wie schaut es in Landau aus? Schauen wir Landau an. Ja, Landau fährt ein bisschen geistig behindert umeinander, das bin ich aber gewohnt, ich bin aus Landau. Fährt um einer, fährt da so her, fährt ins ganz obere Terminal, ja gut, dreht um und fährt wieder aus. Deswegen schaut es ein bisschen durcheinander aus. Aber ansonsten,
sollte eigentlich passen. So, wir haben alle 3 Fernbuslinien. Dann, da ich sagen, kauft man einmal für jeden, ja, für jede Linie einen Bus. Das muss einmal gelangen, fürs Erste. Da werden noch nicht recht viele Leute fahren. Wobei, wie werden wir sehen, vielleicht transferieren sie unsere Zugfahrer alle auf die Busse. Kann sein. Kaufen wir mal 3. Die fahren wir alle Ski bei. Die haben einen Unterhalt klein hier, damit sie nicht alt werden. Und dann verteilen wir es. So, Fernbus Landau, Fernbus Straubing, Fernbus Wien. Zack, und dann gehen wir auf Play und dann düdeln sie alle raus. Schaut dir das an. Schaut dir das an, da kommen sie alle raus. Ja, wunderschön. Herr Tom Black, bitte die letzte Donation lesen, ob was Schönes reingeschrieben. Da bin ich jetzt gespannt. Tom Black. Oh, um Gottes Willen nicht. Tom Black 13, danke für deinen Euro. 0,75 Liter Bier in einen Maßkrug schütten. 200 Euro anzünden, Mitbewohnerin dreist anbockern, sich aufs Hemd kotzen. Zack, das München. Fertig ist die Homeoffice-Wiesen Lull. Heute 1 Monat im Vollbier-Squad, juhu. Mr. Tom Black, schöne Geschichte. Ich glaube, fight nur Hashtag True Story, Bro. Mr. Raiden, Dr. Meterberg, Dr. Bürger, Ihr Ansprechpartner gegen Schluck auf das erstmal ein Shisha. Lass dir dein Shisha schmecken. Und gleich nochmal doppelt hinten noch im alter Merci, Mr. Killer für deinen 50er. Das ist einfach 2. Es ist mittlerweile schon wieder jedes Mal einer dabei, der mit dem 50er schmeißt, da kann ich nicht umgehen damit. Ich kann aber nicht umgehen damit. So, wir beschleunigen mal das Ganze ein bisschen, weil wir ein bisschen Geld brauchen. Wobei, wir haben 70 Millionen, easy, Alter. Easy. So, jetzt bin ich dann gespannt, ob sie die ersten, wie soll ich sagen, die ersten Fahrgäste eintreffen. Und über unseren Bus-Hub, spoken lassen. Ich hab's mir gemerkt. Der Tom Black schreibt, ja, kann ich nicht so machen, ich trinke ja nichts. Achso. Also, da habe ich vergessen. Entschuldigung. Das glaube ich, hast du nämlich schon mal gesagt. Haben mehrere, die nichts trinken. Und um es glauben mag oder nicht, ich trinke auch nicht so viel, ich würde leider bemeinen. Ich bin raus aus dem Alter. Dafür habe ich in meinem Leben schon sehr nicht Reich gehabt. Die Hälfte von euch erst einmal noch mit dem Holzschwert und mit dem Christbaum rundum. Und zweitens kann ich bis die nächsten 10 Jahre sagen, ich habe schon mehr gespimmt wie ich gesoffen. So, ich hab das Volksfest schon leer getrunken, da warst du noch, weiß ich nicht. So, Ruhe ist jetzt. Nochmal keinerlei Fahrgäste, aber okay. So, folgendes Konzept müssen wir mir jetzt auch umsetzen. Zum Thema nördliche Hälfte. Darum gehen wir her. Machen wir Luki. Da haben wir nur einen Flughafen. Und jetzt geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Dicker. Kriegen wir das hin? Oh, da kann man sogar die Länge schon einstellen. Da kann man die Länge schon teilweise einstellen. Hab ich nicht gewusst. Naja, gut. Nicht lang rumwursten. Los geht's. So, konfigurieren. Mal selbe Bütchen-Scheiße wie vorher. Machen wir genauso lang wie den anderen. Schön. Das ist gelangt. Ja, 3 Heisel, wenn dort stehen, das gelangt. Haben wir mit den anderen Dingen eigentlich elektrifiziert? Nein, das können wir aber später noch machen. Feit sich nix. So, dann brauchen wir Straßenzugänge. Wir brauchen einen nach oben, wir brauchen da einen nach unten und wir brauchen da einen nach unten. Also brauchen wir sowieso auch 4 Stück. Machen wir so und so. Dann schaut das doch... Fürs Erste schaut doch das schon mal ganz gut aus. Es ist wirklich ein fetter Dings. Busparkplatz. Ja, nennen wir es Busparkplatz. So, ein bisschen kurz einmal reingeraucht ins Viech. Du brauchst 4 Terminals für 4 Städte. That's correct. God save the Modulanes. Das ist das Geile am zweiten Teil. Kannst du einfach ein viertes dazu tun. Machen wir so. Und schon ist uns tot. Schön aufpasst! Wer war das? Ich weiß nicht, wer es war, aber ich glaube, der Mozart oder der Sprengi. Wenn du mich fragst, sind es die einzigen 2 von 1200 Leute, die da aufpassen, was ich überhaupt tue. Der Rest ist ja schon wieder besoffen. Sagt es, was ist, oder schlaft. Oder was ich, was da los ist. Aber weiß ich nicht, was da los ist. So, wie machen wir jetzt das Straßennetz am geschickten? Ich möchte ja gerne eigentlich, warte mal, wie kann man eigentlich den Flughafen modular machen? Verschiedenes. Oh shit, der zweite Landebahn. Kann man noch hinbauen. Was passiert, wenn man die hinbaut? Kostet 5 Millionen. Ja, bauen wir hin, was ist das? Kann man noch eine dritte hinbauen? Nein, Gott sei Dank haben wir da fake nur Platz lassen, Alter. Anflugbefeuerung. Was ist das, Alter? Rollbahn.
Oh, lecker, was ist denn das für ein fetter Flughafen, Brudi? Ja, gib ihm! Freilich bauen wir den hin! Wunderschön, das ist der fetteste Flug. Ich weiß nicht, für was die Rollbahn ist da links aus, aber egal! Ja, kannst du mir leisten, Bitch? So. Wunderschön, wunderschön, Birger. Phase 1. Da bauen wir mir unsere fette Bushaltestelle her. Drücken wir wieder auf Play. Schabatz. Da brauchen wir bloß eine, 20 Meter lang, klangt überall hin. So, das müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen. Was haben wir da? Warnung, stelle sicher, das kaum Abzweigung, leg mir am Arsch. Leg mir am Arsch, am Flughafen umbenennen müssen wir auch noch. Das ist wieder keinem aufgefallen, gell? Das hat wieder keiner gespannt. Sagt es, wie es ist, das hat wieder keiner gespannt. So, da haben wir unsere Fernbusstation in Cham. Also, wir müssen da aber auch noch eine Busrundfahrt machen. Oh Gott, es ist so viel zu tun, Kinder. Es ist so viel zu tun. Jetzt bauen wir erstmal unsere Fernbusstationen so, dass das einigermaßen Sinn macht. Was ist denn das da? Ach, da holt der Sepp seinen Treibstoff. Was ist denn da eigentlich los? Wieso halten die eigentlich keinen Treibstoff? Der hat nur 9 Öl. Da geht ja wieder nichts. Warum geht denn da wieder nichts? Weil das Ölzwing auf Lager ist. Fix Mare, Kinder. Was ist denn da los? Was ist da los? Da müssen wir mal später noch ein zweites Öl hängen und. Lieber Sepp, ich bin besoffen. Ich gratuliere ganz fest. In Uffing stehen 200 Leute am Bahnhof. What? 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 Da stehen über 100. In Graz stehen über 100. Der Zug geht ab. Was verdient denn der Zug, Alter? Was geht mit dem Zug? Brudi, was geht mit Zug? Brudi muss los. Pauli, stop it halt mit 10er. Ich weiß auch nicht warum. Grüß aus dem Wald. Ja, wenn du es nicht weißt, dann weiß ich es auch nicht. Pauli, danke. Und hört endlich auf mit zweistelligen Beträgen. Hört generell endlich einmal auf. Es ist schon wieder lang genug heute. Wie spät ist es überhaupt? 5 nach 10. Also wir haben so viel Zeit. Muss ich mal kurz was schauen. Moment. Wir haben so viel Zeit. Ja. Spät in Spain alle Warcraft. Drauf geschissen, Brudi. Weiter geht's. Drauf geschissen. Weiter geht's. Wo ist denn jetzt? Da ist. So. Weiter geht's. Mit dem wir gar nicht lang umeinander. Wo haben wir stehen bleiben? Cham, Fernbusstation, passt. Wie schaut's da aus? Ja, da werden wir direkt da einer fratzeln. Machen wir so. Ja, schaut gut aus. Nice. Nice, I like it. Dann haben wir da unsere Fernbusstation. Wird jetzt da wieder mit Geld geschossen. Wanni! Bürger machen nur Fernbus in einer Stadt, die sollen ja deinen Zug benutzen. Wir können das nachher mit der einer Stadt immer noch machen. Und zwar, indem dass wir die normalen Straßenwege nutzen und die Linien einfach umbauen. Das heißt, dass wir mir quasi... Aber was mir da dran nicht gefällt ist, der Weg von... Nehmen wir an, Graz ist unser Sammelstadt, wo sie Neumark, Uffing und Cham... jetzt weiß ich, was du meinst. Die Leute von Uffing, Neumark und Cham sind alle nach Graz gekommen. Von Graz gibt es den einen Fernbus, der zwischen Flughafen und Dings hergeht. Sollen wir das einmal probieren? Das kann tatsächlich funktionieren. Und stattdessen, dass wir einen Dual-Stocks fahren lassen, lässt man 2 fahren. Das können wir probieren. Ich habe ich euch schon verstanden, meine ich. Dafür, da zwingen wir mir quasi Neumark, Uffing und Cham im Zug zum Fahren nach Graz. In Graz steigen sie um, lassen sie zur Hauptstation fahren. Und von der Hauptstation fahren sie mit dem Fernbus dann im Flughafen. Ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht eigentlich. Dann, und wenn sie wieder zurückkommen, also erstens steigen dann die Leute nicht per... Das ist gar nicht blöd, Kinder, und so weit war ich noch nicht, so weit habe ich noch nicht gedacht. Wer war das? Vani. Aber ein paar andere auch schon, ja, ich habe euch schon nicht überhört. Florian! Schauen wir uns dann preisen können. Oh, haha. Ich muss sicher mal kurz pissen, ich glaube, weit haben wir nicht mehr, und was zum Trinken brauche ich auch noch nicht. Sei mal Sepp, ich mag gar nicht wissen, wie der Durchschnittspegel ist in der Community gerade. Aber mit Sicherheit gut. So, da haben wir stehen bleiben. Ja gut, dann egal. Dann lassen wir die Station, in die wir jetzt da gerade mal hinbauen haben, die lassen wir, wie es sind. Aber wir bauen auf alle Fälle eine Station für... Wir müssen ja da irgendwie her. Jetzt können wir das erste, was wir mal machen können, ist die Straße da wegreißen. Das ist einmal das erste. Was wir deren, die
Dreckslandstraßen da wegmachen, die braucht keiner. Und wenn wir die Industrien irgendwann einmal involvieren, dann bauen wir sowieso eigene Straßen nie. Jetzt ist die Frage, wenn wir die kürzeste Verbindung noch da so oben machen, wahrscheinlich aus dem Kreisverkehr aus, da die Vorschlag. Ja? Eigentlich kann man einen Kreisverkehr nehmen. Soll man einen Kreisverkehr nehmen? Ja, ich glaube schon. Kreisverkehr, gute Sache. Straßen macht man vierspurige Landstraße. So. Und dann brauchen wir auch keine 128 Terminals, aber eventuell brauchen wir die noch. Warten wir mal noch ab. Da gehen wir jetzt von daher so. Dann machen wir jetzt so. Das ist schon okay so. Dann cancelt man die Strecke da schnell. Und lassen wir den Kreisverkehr direkt da reingehen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Und diese abgefuckte Landstraße da. Die abgefuckte Landstraße da, die lassen wir da reinkurven, das passt schon. Ja, das ist zwar so eine Straßenverbindung, aber das ist egal. So, dann verbinden wir oben noch fertig. Momental. Nein, nicht kurvig. Machen wir so. Schaut gut aus. Wer ist da? Flo! Hast schon wieder einen falschen Wodka in das, Lucky. Lass dir damit die Leute Flaschen Wodka wegsaufen, wenn sie wollen. Lass dir damit die Leute in Ruhe. So, und dann nehmen wir einen Fernbus aus Graz, aber wir brauchen noch eine Fernbusstation. Die ist ganz wichtig. Und ich würde auch sagen, die bauen wir da ans Eck her. Die bauen wir da auch einfach mitten ans Eck her. Das sind bloß ein paar Wohnhäusel, die wir wegreißen müssen. Das ist schon okay. Gebäude. Machen wir so. Momental. Ein bisschen dran. Ja, das kann hinhauen, obwohl da unten die Straße wieder teilt ist. Das glaube ich haut wieder nicht hin. Doch, haut hin! Ja, passt oder? So, dann brauchen wir einen Fernbus zum Flughafen Nordwest, glaube ich, haben wir dann. Flughafen? Kriegt man einen Flughafen noch. Unter Neumark ist das mit Sicherheit nicht. Das ist der Flughafen Nordwest. Flughafen Nordwest, Bitch! Bester Flughafen! Kaum Abzweigung auch nicht. Flughafen Nordwest. So. Und dann kreieren wir da eine Linie. Neue Linie. Das Ganze nennen wir wieder Fernbus. Flughafen Nordwest. Graz. So, Mr. Fernbus. Den machen wir wieder gelb. Dann der wir Stationen hinzufügen. Was mir jetzt da gar nicht gefällt, ist, dass da so viel Zeug im Kreis verläuft. Vielleicht sollte man einen zweiten Kreisverkehr bauen. Also da nur mehr einen Außenkreisverkehr. Wo man im Innenkreisverkehr quasi wie soll ich sagen, wo man im Innenkreisverkehr die LKWs fahren lassen, im Außenkreisverkehr die Busse. Können wir nachher vielleicht einmal drüber nachdenken. Und dann bauen wir von der neuen Straße zu unserem wunderschönen Ding da herum. Was mir da jetzt gar nicht gefällt, dass der da so wieder so viel durch umeinander guckt, aber das ist wurscht. So, Linie ist erschaffen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Fahrzeugdepot. Das haben wir da. Da kaufen wir jetzt gleich mit 2. Ja, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das kann nämlich wirklich funktionieren. Ich habe euch da schon verstanden jetzt. Das ist wirklich eine gute Sache. So, und jetzt lasst uns das Beste hoffen. Ist jetzt schneller gegangen, wie wir meinen. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt. Alter, schau mir hin, wie es in Graz zugeht. Bist du deppert? Da geht's zu, weiß ich nicht. Gibt's in Graz was umsonst, von dem ich nichts weiß? Ich weiß es nicht. Wie schaut denn da die Warenversorgung aus? Die ist schlechter geworden. Ist nur noch bei plus 50%. War einmal bei plus 70%. Aber wir haben 800 Einwohner, Kinder. Brudi, da ist richtig, da steppt der Bär. Da steppt der Bär noch hin und her. Ha! Lustiger Bär. So. Zug, 198, Proppen voll, macht 5 Millionen plus, da können wir locker noch einen zweiten Zug fahren lassen. Kriegen wir schon hin. Dann werden wir später mal Gleissignale benutzen, ja, damit 2 Züge auf demselben Gleis fahren können, ohne dass die jemals stehen bleiben. Tolle Sache. Habe ich, glaube ich, ewig gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Folgendermaßen. Eine Sache feiert jetzt noch. Wir haben da hier unten, Achtung, unsere 3 Städte. Schauen wir mal, wer da so umeinander düst mittlerweile. Da haben wir 9 Leute, die auf dem Fernbus warten. Ja, schauen wir mal, wie schaut der Zug aus.
Dann gehen wir mal jetzt auf die Details und dann gehen wir auf die Finanzen. Und wenn man uns da einmal so die letzten Jahre anschaut, ja, der läuft jetzt seit 36 Jahren, dieser Zug. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen mit diesen ganzen Diagrammen. Der ist permanent im Plus. Ab und zu ist einmal so ein Ausschwenker drin, ja. Da läuft halt dann Zeit im Jahr früher ab, bevor er so eine nächste Ladung Passagiere absetzen kann. Das ist aber nicht schlimm. Und da hinten, ich weiß nicht, wann wir mir unseren Bus da gebaut haben, aber das ist mit Sicherheit schon ein paar Jahre her. Und so er wird ein bisschen weniger pro Jahr. Ja, ein bisschen, aber noch nicht viel. Ist noch nicht schlimm. Herr Schreiner, vergelt's für den Fünfer, Brudi. Was steht da? Servus, ich bin's nochmal. Richten mir einen schönen Gruß vom Flö und Patrick aus Felden. Merci dir, weiter so. Herr Schreiner, merci für den Fünfer und Special Greets an den Flö und Patrick. Ich glaube, beide sind falsch geschrieben. Bei der eine wird mit Sicherheit Florian heißen, nicht Florian. Und der andere heißt Patrick mit K, nicht mit C. Bin ich da einigermaßen richtig? Gibt's Patrick mit C überhaupt? Also er ist motherfucking American. Fühlt euch gegrüßt. Merci für den 5 Alter. Red Viper schreibt, Bürger, ein zweites Fahrzeug für die Wagen für Graz wäre mal gut. Die stauen sich brutal an der Produktionsdings. Habe ich schon gesehen, davon schon 2 Fahrzeuge. Kriegen wir schon. Jetzt hat er gewusst! Tomato Ban! Mr. Tomato Ban, was ist da los? Habe dritt, Bürger Stream, weiß-blaue Karre im Hintergrund und ein Hugo in der Futzen. Hashtag Pralinsquad. Hashtag Pralinsquad. Nach dem gezwungenen Umzug von Dachau nach Bonn endlich einmal ein bisschen Heimat, dickes Dankeschön. Leute, ihr müsst euch zum 100. Mal, ihr müsst euch nicht bei mir bedanken. Ja, das ist mir ganz wichtig. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich da sitze und warum das alles ist, wie es ist. Und der seid ihr, nicht ich. Dankeschön. Special Greets nach Bonn. I feel you, brother. Press F for respect. So. Damit die Leute jetzt kapieren, hey, ich kann jetzt quasi nach Graz, müssen wir mir nur eine Fluglinie einrichten. Und jetzt ist es endlich soweit. Es ist endlich soweit. Wir bauen unseren ersten Fluglinienschüssel. Fluglinienschüssel. Neue Linie. Flug. Südost. Nordwest. Nein, das kürzt man ab. Das gefällt mir nicht. SO/NW. Bester Flug ever. Was geben wir dem für eine Farbe? Ich bin für Türkis. Türkis ist schön. Weil wir gerade beim Berlin-Squad waren. Kinder, Stationen, jetzt wird's epic. Jetzt wird's epic. Und zwar hier Flughafen Südost. Dann sieht man schon, da kommt so eine Art Fluglinie, dieser Fett 3D. Dann gehen wir rauf. Zu unserem Flughafen da. Bam! Schau dir die Linie an. Schau dir diese wunderschöne Linie an, die Türkise. Und dann im Kreis, Alter, jetzt wird's epic. Alter, jetzt wird's so fucking epic, dass du sagst, Alter, it's gonna be epic. This shit is gonna be epic. Ein bisschen anders, muss ich vielleicht einmal ein bisschen erklären, das ist ja jetzt auch was vollkommen Neues. Ein bisschen anders. Als bei den Fahrzeugen auf der Straße oder auf die Gleise und und sonst wo, egal, hat der Flughafen in der Regel so einen Hangar. Ja, in diesen Hangar, dieses Symbol, das ist dasselbe Symbol wie bei den Depots, da klickst du drauf und da drin kannst du gleich dein Flugzeug kaufen. Gehen wir auf Fahrzeuge kaufen und dann haben wir hier den geilsten Shit, Alter. Wir haben einmal Passagierflugzeuge, das ist ein Haufenzeug, das ist echt ein Haufenzeug. Oder der Bombardier. Weiß nicht, sollen wir mit dem Bombardier fliegen? Ich weiß es auch nicht. Dann haben wir Cargo-Flieger, die fliegen quasi nur Waren von A nach B, das geht theoretisch auch. Das tut man dann, wenn's, wie soll ich sagen, also von der einen Karten zur anderen Karten musst und das geht halt mit dem Flugzeug besser als mit irgendwelchen Straßen. Das dauert ewig. Dann gibt es eine Unterteilung in klein und groß. Es gibt nicht mehr recht viele kleine Flugzeuge. Es gibt, irgendwann hat es einmal so ein Cessna gegeben. So eine hätte ich eigentlich gern gehabt. Das war eigentlich cool gewesen. Ich glaube, die British Aerospace, die ist auch neu. Die habe ich vor 4 Monaten auch noch nicht gesehen gehabt. Schauen wir uns einmal an. Passagierflugzeuge, was gibt's denn da so? Ein Short Sherpa. Die können ganze... Wie viel Leute können die Kapazität 12. Ah, okay. Die können alles transportieren. Die können Cargo und Passagiere. Was haben wir da? Boeing 757. Da gingen 50 Leute rein. Ein Airbus A320, 37 Leute. Gichtgrippe! Servus Bürgerflö und Patrick, ist schon richtig. Das verstehe ich nicht. Schöner Gruß zurück an Schreiner Manu. Alles klar. Ihr habt es gehört. Kauf einen dicken B2-Bomber. Ist das... Was kann der? Da gingen 38 Leute rein. 20, 22, 33, 55. Also die Tupolev Tu-204, was auch immer das für drum ist, Alter.
Da gingen 37 gleich. Der Airbus A320, da gingen Fuß. Ich glaube, der 757. Die kostet 25 Millionen und 4,2 Millionen im Jahr. Alter. 17 Millionen und 3 Millionen. Alter, ich weiß nicht, was ich da kaufen soll. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Ein 757. Da hat jetzt ehrlich gesagt, ich nehme ein 757, da gehen 50 Leute rein. 50 Leute ist eh nix. Der kostet 25 Millionen. Jawohl, da haben wir's. Haben wir's ja. Wir haben ja gerade mit 4,7 im Plus, ja, und die kostet 4,2. Also, was soll passieren? Eine kauft ins 4, und wir kaufen erst ein Flugzeug, ja. Ein Flugzeug muss gleich mal dabei. Farbe! Was haben wir im Flug gemacht? Türkis. Machen wir Türkis. Oh, da wird der rote Streifen von der Ding. Ich hoffe, ihr seht es da wenig, aber es ist wirklich winzig. Und dann, zack, Flug, SONW, boom. So, jetzt wird's spannend. Jetzt drücken wir ganz normal auf Play und schauen wir uns die ganze Gspusi da einmal an. Ganze Gspusi schauen wir uns an. Oh, wir haben auch schon da ein paar Fahrgäste. Und zwar Richtung Wien und Richtung Straubing, jeweils 11 und 3. Aber zum Flughafen ist noch keiner gekommen. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber wir schauen uns natürlich einmal den Rundflug an, ja. Schaut dir das so. Und der Detailgrad. I fucking love this game. Sogar die Turbinen drehen sich. Schaut dir das an. I fucking love this game. Flugzeug 1. Nehmen wir natürlich Ernus. Ausrufezeichen. Hashtag Ernus. Der fährt sogar da so an so ein Terminal ohne. Hat jetzt natürlich noch keine Passagiere dabei. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt machen wir die Kameraverfolgung. Da sitzen sie drin. Die zwei Zipfeln. So, das schauen wir uns jetzt sowas von gemütlich an, Leute. Aber sowas von gemütlich schauen wir uns jetzt so. Jetzt laden wir uns zurück und chillen wir einfach einmal. Keine Plärerei, keine Donaterei, kein gar nichts. Einfach einmal zurückladen und einfach einmal den Düsenmann zuschauen. Einfach mal dem Düsenmann zuschauen. Und ihr habt natürlich vollkommen recht. Ihr wisst, was das heißt. Und ich weiß auch, was das heißt. Ja? Ihr wisst, was das heißt. Wir wissen mal alle, wie das enden wird. So. Ja? Kinder? So, da. Ein bisschen größer mal. Wunderschön. Achtung, Achtung! Bitte die Rollbahn freimachen. Ich glaube, mein Partner links neben mir, oder warte mal, ich glaube, es ist rechts. Ist mir scheißegal. Ich bin derjenige, der da Psupfe ist. Ich bin derjenige, der Psupfe ist, aber ich kann das. Das ist wie ein Fly. 3, 2, 1, mach mir den Autopilot, Bitch. So, füg mich ein. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? Druck auf Play und düs los, Brudi. Brudi muss los! Brudi muss los! Rennen, Bitch! Oh, der Greenscreen rechts unten schon wieder. Scheiße, ich habe einen Greenscreen zerstört. Zerstört! Brudi, das Zeug ist 500.000! Stell dir vor, ich darf mich ausziehen, einer so. Hallo! Was stimmt denn eigentlich mit dir nicht? Was stimmt denn eigentlich mit ihm nicht? Weiß ich nicht, kannst du dich mal bewegen, Mr. Roboter? Alter! Schauen wir, ob ich da oben spucken kann. Nice! Es ist übrigens strange, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Entschuldigung, ich muss gleich kotzen. Es ist übrigens der Erwin da hinten. Der Erwin ist mein Co-Pilot, der regelt das schon. Währenddessen kann ich saufen wie ein Volldepp. Bombengeil. Kommt der Autosave. Kruzifix, Alter. Achtung, Achtung, es fliegt ein. Der Sexualexpress aus Landau, Obergestadt. Oh Gott, es brennt im Flieger! Wer ist das wieder? Wir waren das jetzt wieder. Ich hab nicht aufpassen können, Entschuldigung. Doch, der Harmonie wird was. Bürgerbester Mongo am Platz. Das ist das größtmögliche Lob, das ich kriegen kann. Very, very nice. Brumm, brumm, Motherfucker.
Oh, ja stimmt, das ist ein türkiser Bockfotzen 1830. Ich war vorsichtig, was ich sage. Der Trötensepp bei der Praline Airline. Praline Airline ist wirklich... fucking Barbane, Alter. Der Sexualexpress. Bester Express. Der Erwin schimpft schon, weil er die ganze Flugkabine voll raucht. Ah, der Erwin hat ja keine Ahnung. Erwin, du hast keine Ahnung. Keine Ahnung, mein Freund. Und jetzt landet das Flugzeug, weißt du, dass ich eine Umdrehung kriegst, dass du nicht mehr weißt, was du hast. Ja, ich möchte aber auch hoffen. Schneller wegen. Schneller wegen. Achtung und wehe, es wird nicht klatscht, wenn ich land. Ja, sauber, Erwin. Hat er richtig gut gemacht, Erwin. Erwin, bester Mann am Platz. Bitte. So, haben wir da. Bitte alle aussteigen. Das ist kein Mensch mitgeflogen. Das ist eine Sauerei. Das ist eine Sauerei. So, Kinder, ihr wisst, was das heißt? Muss einmal wieder Ruhe sein jetzt. muss einmal wieder gut sein jetzt. Ja, inflationärer Witzgebrauch ist einfach nichts. Wir schauen mal aus. Tun wir da jetzt so. Oh, wir haben noch keinerlei Passagier am Flughafen. Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Nein, Kinder, das gefällt mir nicht. Von da zumindest beobachten wir das einmal. Der wollen wir ein bisschen schneller stehen. So, zweifache Geschwindigkeit. Oh mein Gott, Alter. So, oh, der wird klatscht. Oh ja, das ist auch immer ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass man da klatscht, wenn der Flieger richtig landet. Weil es ja nicht so, dass das ein Pilot sein verfickter Job ist und dass er dafür 100.000 Euro im Jahr verdient. Aber was weiß ich schon. Da kann man schon mal klatschen. Das ist wie bei den Krankenschwestern und bei den Ärzten momentan. Die freuen sich mit Sicherheit auch massiv, dass unsere Klatscherei eine nächste Miete zahlt. Nice! Und einen psychischen Zusammenbruch wahrscheinlich. Oh, da schau ich ab. Schau ich bin am. Pass auf, wer ist der erste fucking Passagier? Da kommt er, wer ist das? Wer ist das? Da geht er. Schau dir an. Wo ist er denn? Der Matthias Wagner. Matthijs! Sag's, wie es ist, wo gehst du denn hin? Sag's uns, wo du hingehst. Schaut's nicht an. Wo ist denn? Was tut denn? Alter, der geht einfach straight in den Flughafen rein. Wo ist denn? Jetzt warte, was tut denn? Ah! Ich bin mitten im Flughafen. Ja, das Interieur vom Flughafen ist nicht das Allergeilste. Man sagt ihn irgendwie auch nicht. Ah, da ist er. Da, ich hab ihn kurz gesehen. Ich hab ihn kurz durch den Wind klitschen sehen. Jetzt seh ich bloß noch Bahn. Wo ist er jetzt? Was tust denn du? Matthias, bist du besoffen? Du hast einen Flug versandt. Wo ist denn der Flug eigentlich? Jetzt warte mal. Wenn wir rauszoomen, der ist schon wieder lange wieder unterwegs. Ah, mein Matthias, bis du schaust, geht der Welt unter. Sagt man den eigentlich da irgendwo, wo man ansteht oder so? Nein. Hey, aber doch da! Tatsächlich, schau hin. Bleibt jetzt ja da echt? Schau dir so. Der steht jetzt direkt in dem Terminal drin und konnte es quasi begutachten. Ich drücke jetzt da mal auf dreifache Geschwindigkeit. Das warten wir jetzt ab. Das geben wir uns aber sauber. Schauen wir mal. Währenddessen fährt da der Zug ein bisschen umeinander. Das ist okay. Konsti und Erwin! Pause, was ist da los? Erwin donate 3 Euro! Schrei nicht so, sonst kündige ich. Wenn der Name Erwin ist und der Bürger rumschreit. Bester Co-Pilot ever. Gut gemacht, Erwin. Schau, das Einzige, was noch verstörender ist wie ein Piloten zum Klatschen, war, wenn der Pilot tatsächlich auch noch 3 Euro gibt, wenn er landet. Gichtgrippe! Servus Bürgerflüge und Patrick, das haben wir schon gehört. Was war denn das andere? Hab ich nicht gelesen. Da hab ich schon. Das war der Konsti. Vergesst über den Zwickelbrudi. Kriegst du ein Bussi aufs Nussi. So, weiter geht's. Wann kommt denn jetzt das Flugzeug da mit Zürich? Warum habe ich überhaupt 2 Landebahnen? Ja, weil wir später viel Flugzeug brauchen. I guaranteed, Kinder. Und dann schaut die zweite Lande- und Flugbahn nicht. Ja, die und Abhebebahn nicht. So, bringt jetzt der da schon mal mehr. Walleck, der hat 17 Leute dabei! Brudi, I fucking love it, wenn Pläne funktionieren! Brrr. Das schauen wir uns an. Dieses Spektakel sehen wir uns an. Schau, ich was drin hocken. Was werden Sie da eigentlich da? Diskutiert sie mit sich selber. Du Oberkaren, schau dir mal den Pony an. So schaust du aus, wenn du, weiß ich nicht, 8 Wochen nicht mehr beim Friseur warst. Ich war seit 1,5 Jahren beim Friseur, aber sag's keinem. Schau dir das an. Da kommt unser volles Flugzeug. Ist schon los, Alter. Ist schon halb voll zumindest. Wann kommt denn eigentlich der Düsenjet? Wo ist der Düsenjet? Düsenjet, hallo? Wo ist der Düsenjet? Ich seh ihn nicht. Da hinten fliegt er, da ist er. Der Ernus! Achtung, Achtung, es fliegt ein, die Ernus! Die Ernus kommt! Da ist Ernus. Schau hin, Ernus. Servus, Ernus.
Oh Gott. Was? Oh, da kommt der noch. Das hat die schon mal dabei. Oh, die hat noch keine dabei, aber macht auch gepflegte minus 5 Millionen. Oder? Jetzt darf man langsam aufpassen, weil wir haben unten nur noch plus 1 Million. Das ist nicht so gut. Aber wir haben auch 18 Leute, die auf dem Flug warten. Das ist schon mal sehr gut. Und die sind definitiv Leute aus Graz und Umgebung. Und die werden jetzt sauber da nach Süden verfrachtet und fahren dann da hinten irgendeinen Scheiß zusammen. Das passt schon. Schön, 18 Leute. Nice, nice, nice. Wir werden jetzt schon wieder drin. 7, 8, 9, 10, 12. Ich hab schon gesehen. Wir müssen jetzt da mal gleich mal was überprüfen, Kinder. Schau dir die so. Da warten 30 Personen, dass zum Flughafen gebracht werden. Weißt du, was mir das sagt? Sofort einen zweiten Bus hin. Sofort. Haben wir da schon 2 Busse? Wir haben da schon 2 Busse. Dicker, wir haben da schon 2 Busse. Wo ist der zweite? Wo fährt denn da der zweite umeinander? Ziemlich lange Strecke, hä? Sollen wir da mal eine Trambahn hinbauen? Ich weiß es nicht. Schau mal, da warten alle noch. Da, Flughafen. Da wollen alle zum Flughafen. Die ganze Welt will zum Flughafen, Alter. Brudi, da brauchen wir einen dritten Bus. Da werden wir jetzt mal einen dritten Bus dazu. Ja, den machen wir jetzt auf die schnelle dritte Bus dazu. Das muss dabei schon, das geht dabei schon. So, stellen wir alle auf 25%. Nice. So, los geht's. Das ist schon mal ganz gut. Aber wir dürfen mal unseren südlichen Flughafen nicht außer Augen verlieren. Schauen wir mal, was da so los ist. Ja, da haben wir auch schon Passagiere. Hey, zumindest einen zumindest. Da warten 4, 9. Ja, ist noch nicht so ganz das, was ich mir vorstelle von da unten, aber das wird schon noch abwarten. Herr, passt schon. Dampf Express, dir ist bewusst, dass ich jetzt einen Videoclip mache, wo Bürger Airlines in die Twin Towers fliegt, oder? Ja, das ist 20 Jahre her, das ist nicht mehr so schlimm. Merci dir. Ja, hab ich gerade gelesen. Passt schon, wenn du glaubst, dass mit dem Scheißpapier war schon brutal, dann warte mal, bis halb Deutschland einen Friseurtermin braucht. Hab ich heute auf Facebook auch schon irgendwo gelesen. Ja, das ist ja jetzt auch so. Hab ich schon gesehen, dass das so ist. So, warum mag denn da keiner Flieger fliegen von euch Spackos? Was ist denn jetzt kaputt? Warum scrollt's denn jetzt automatisch? Jetzt hat es einfach automatisch nach rechts gescrollt. Mehr Leute übrigens. So, kommen schon ein paar mehr Leute. Zumindest mit 1, 2, 3, 4, 5. Ja, oh! Da schau hin, 21 warten schon. Ja, jetzt ist ja Achterbahn. Alter. Jetzt ist hier Achterbahn. Jetzt ist hier totalitäre Achterbahn. Da stehen oh, schau hin, wie viele Leute das da sind. Ist das Flugzeug jetzt schon fast voll? Hat 50 Leute dabei. Wird schon Zeit. Kinder, es wird Zeit. Ja, es wird Zeit für den zweiten Zug in der Rundfahrt. Es wird Zeit für ein zweites Flugzeug, sobald das ins Plus geht. Darum gehen wir mir jetzt her und bauen wir einen zweiten Rundfahrtsbus. Ist das ein Plan? Den haben wir da. Der ist wahrscheinlich ständig gesteckt voll. Da warten 100 Leute. Für alle bauen wir da einen zweiten rein. Da bauen wir einen zweiten ein und zwar mit Anlauf. Aber, und jetzt kommen wir zu einem Thema. Herr Traub, was ist da los? Servus, bin gerade erst reingekommen, kannst du mir kurz sagen, um was es in dem Game geht? Stell dir auch noch vor, bloß in der Moderne. Ja? Transportiere Dinge von A nach B, bau Straßen, bau Gleise, bau Flieger, bau Schiffe, bau alles was kannst. Merci für deine Euro. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir nutzen ein Gleis für 2 Züge. Was ich haben möchte, ist, dass wenn der eine Stocks da unten in Kam ist, möchte ich, dass der zweite in Neumark ist. Ja? Quasi gegenüber und die Schee im Kreis voneinander fahren. Da manchmal weniger Personen da haben, manchmal mehr, die Einladung und Ausladung ein bisschen länger dauert, kann es passieren, dass der eine Zug in Neumark steht und der andere in Graz und dann fährt der andere in Neumark so lange nicht los, bis in fucking Graz der Zug losgefahren ist. Dazu haben wir ursprünglich einmal das zweite Gleis angefangen, aber es geht mit Signalen. Ja, es gibt so Gleissignale. Schauen wir uns mal das an. Gehst auf Gleise und dann haben wir da unten nicht bloß 2 Gleise, nämlich normale Standardgleise und Hochgeschwindigkeitsgleise, sondern wir haben ein sogenanntes Pfadsignal. Wird eingesetzt, um den Schienenverkehr zu regeln, wahlweise als Einbahnsignal. Jetzt kannst du Folgendes machen. Und zwar da fett einzoomen und dann siehst du da, kannst du da so Dinge hinbauen. Siehst du das? So Signale in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und wenn du ich weiß gar nicht so recht, wie ich das erklären soll. Ich habe so lange gebraucht, bis ich es selber kapiert habe. Ich baue das jetzt daher. Wir benutzen ja das äußere Gleis. Dann nehmen wir das äußere Gleis. Äußeres Gleis. So, und der Pfeil zeigt jetzt in diese Richtung. In diese Richtung laufen. Das heißt, in Fahrtrichtung. So, das bauen wir jetzt da hin. Wenn jetzt da ein Zug steht, wo haben wir in was von der Stadt? In Kam. Wenn jetzt da in Kam im Bahnhof drin ein Zug steht,
dann darf normalerweise der Zug hinter ihm im vorherigen Bahnhof so lange drin stehen bleiben, bis der in Cham weitergefahren ist. Okay? So, was Diamond Crossing hinter und vor dem Bahnhof, rechte Spur Vorfahrt, dann läuft es. Läuft aber so auch. Du meinst jetzt quasi die zwei Gleise so einfahren lassen, oder? Ich weiß nicht, was ein Diamond Crossing ist. What the fuck ist Diamond Crossing? Also zwei Gleise so und dann das eine da oben und das andere da auf. X ins Gleis. Müsste das nicht eigentlich auch funktionieren, wenn ich einfach das zweite Gleis jetzt nicht mehr in das erste reinlaufen lasse? Müsste ihr das nicht auch kapieren? Ich mach's halt aber mit den Ampeln. Dann haben nämlich die Züge immer in Bewegung. Immer. Abstellgleis mit Signalen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Jetzt bei so 8. Test man einfach mit. Man kann ja die Signale on the fly jederzeit ändern. Den anderen Zug lassen wir da stehen. Und das machen wir vor jedem Bahnhof. So mach's ich zumindest. Ja. Und dann vielleicht auch so platziert, dass der Zug dann, wenn er warten muss, tatsächlich vor dem Bahnhof, was normal nicht vorkommt, dass man nicht mitten auf der Straße warten lässt, weil sonst Busse und Autos nicht mehr fahren. So, und da machen wir es genauso. Da lässt man direkt vor der Straße warten. So, dann warten wir jetzt am besten. Okay, da fährt dann Mr. Stocks, dann kauft man einen zweiten Stocks. Mr. Stocks, 41 Millionen, haben wir wieder herum bei 16 Millionen. Dann fährt man den ersten Mai, was hat der für Farbe? Ich glaube grün, gell? Und dann schickt man gleich einmal auf die Linie. Und jetzt müsste er eigentlich stehen bleiben. Warte mal. Nein, ihr müsstet eigentlich sofort fahren. Ihr müsstet eigentlich jetzt sofort fahren. Und schon fährt er. Was wir jetzt aber machen, kurz anhalten lassen. Das ist jetzt der da herum. Ja, der zweite Zug. Das ist, Moment, wie nennen wir den? Pause, wie nennen wir den? Das ist der Bukake, das eine war der Bukake Express. Der andere, den Zug nennen wir, wie nennen wir den? Wie nennen wir den? Ab. Meister, du machst miese ohne Ende. Jetzt chill mal. Ich mach kein miese. Das ist bloß, weil ich den Zug schnell gekauft habe. Tentakel Express, so nennen wir ihn. Tentakel Express. Und die nette Anspielung auf irgendwelchen Hentai-Scheiß. Keine Ahnung, von was du redest. So, wir lassen mal laufen. Und den Zug, den wir jetzt da pausiert haben, vor Neumark, den starten wir, wenn unser ursprünglicher Analexpress oder was weiß ich, wie er heißt, da gerade in Cham einfährt. Ja, das darf also die Hälfte von der Strecke ungefähr von Cham gerade wieder rausfährt. Dann lassen wir ihn da weiterfahren. Schauen wir mal da. In Graz geht's wirklich zu wie Sau, Alter. So, da fährt der Zug raus. Schön. Jetzt warten wir noch kurz ab. Man sagt da so kleine Symbole. Ich hoffe, ihr seht das auch einigermaßen. Ist ja doch recht, ist noch winziger wie in der Anzeige im Tooltip. So, Düsen. Düsen, Brudi! Düsen! Und jetzt kann der andere auch fahren. Lasst man fahren, los geht's. Da in Cham stehen 110 Leute. Brudi, wo sollen denn die hin? Ja, Brudi, wo sollen denn die hin? Jetzt bitte, der macht schon 7,5 Millionen plus, Alter. Schau dir das so, wie viele Leute das im. Schau dir das an. I like it. Das werden jetzt noch mehrere werden. Was wahrscheinlich werden, weil da schon wieder 17 Leute von dem Bus reinfahren und 17 Leute fahren zurück aus. Ja, der Plan funktioniert schon. Oh, da kämen aber bloß 5. Warum kämen da bloß 5? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man da in die Kreisläufe noch mehr einen Bus einbuttern. Ich weiß es auch nicht. Wo ist der Flieger? Wo ist denn der Flieger? Fliegersepp, was tust denn du? Wie schaut's da unten aus? Ah, pumpenvoll! Ist das! Da rennen, schau dir das an. Da kommt der ganze Fußballmannschaft raus. Schau dir das an. Da kommen 2 Fußballmannschaften raus. Und die verteilen sie jetzt schön auf alle 3 Terminals. Oh, I fucking love it. I love it. Muss jetzt hier mit seinem geschissenen BMW da durchfahren. Und er mit seinem Passat, so wie mir der anschaut da. Ich weiß auch nicht, was das soll. Dann schauen wir da her. Dann warten auf alle 3 Linien ein Haufen Leute. 2024, 9. Genau so mag ich das. Und nicht anders.
Genau so und nicht anders. Wie schaut's da aus? Jawohl, da kommen 50 Leute. Warten tut da keiner. Wie viel kommen da? Da kommen wieder, werden wieder 17 angeliefert. Wie viel warten denn da? 77! Oh, ich glaube, es ist bald Zeit für den zweiten Flieger. Und den kauft man gleich. Den kauft man aber am anderen Flughafen unten, damit sie die gleich über Greiz die ganze Zeit Leute abhauen. Nice! Nice. Da warten schon wieder 50. Außer mit dem Flieger. Scheiße, können wir uns den Flieger überhaupt leisten? Was kostet die bald? Die kostet 25 Millionen! Den können wir uns nicht leisten, Brudi! Und drücken wir ganz schnell auf Play. Kim, hau 1 Million aus. Ja! Gib ihm! Können wir uns leisten? 192.000. 25 Millionen, 192.000. Gib ihm! Ja! Gib ihm! Gleich Boeing hinten neu gekauft. Jawohl! Die war was für Farbe? Ich weiß nicht mehr. Türkis, war der Pralinlein. Keine Ahnung. Nennen wir gleich um. Außer mit dem Fliegerviech. Nice! Haben wir schon 2 Fliegerkinder. So, jetzt wenn wir das dann nochmal laufen lassen, dann dürfen sie die Kohlen einringen. Jetzt bin ich nämlich das erste Mal im Minus mit 3 Millionen, aber das regelt sich gleich wieder. Das haben wir gleich wieder. Ja, Nämlich, was macht denn eigentlich die Fernbuslinie vom Flughafen? Schauen wir uns das einmal an. Diagramme, Finanzen. Oh, die ist sauber im Plus. Schau dir das an. Schau dir das an, Brudi. Sauber im Plus. Wie schauen Züge aus? Haben nur noch 120 von 198 drin. Wie viel stehen denn da in Uffing? Ja, auch bloß wieder 50. Ja, vielleicht haben 2 so fette Züge einfach. Vielleicht haben die 2 Züge vielleicht 2 Kapazität. Ja? Es ist jetzt wir sind sagen, das Schwierige ist, die Balance zu finden. Die werden jetzt natürlich auch viel doppelt so schnell abgeholt und abgeliefert, die Leute. Aber es passen insgesamt 2 Leute ein. Und da glaube ich, ist der Dual-Stocks vielleicht zu teuer. Wenn der nämlich nicht permanent rappelvoll ist und alle 5 Kilometer auslädt, ja, also und Geld generiert, mit mindestens 100 Leuten, die er abliefert, dann kann man ins Minus gehen. Zu viel Kapazität ist ungenutzte Kapazität. Da brauche ich jetzt ein wenig, bis ich den verstehe. Buslinien in die Städte. Da hast du recht, Herr Robbie P88. Da hast du vollkommen recht. Schauen wir da aus. Ja, was jetzt natürlich krass ist, viel weniger Leute in Neumark viel weniger Leute in Neumark, Uffing und Cham steigen jetzt aus. Also wenn der Zug hinfährt, steigen da aus. Weil die alle natürlich nach Graz wollen, dann mit dem Bus oder zu Fuß zur Hauptstation gehen und dann Richtung Flughafen rennen und dann abhauen. Da warten nämlich wirklich nicht wenig Leute. Schaut mal die so. Jetzt haben wir schon 2 Flieger am Laufen und es warten trotzdem 34. Das passt schon, das pendelt sich schon ein. Der bringt wieder 17 Leute oder bringt 17 Leute heim. Da warten noch 33. Das heißt, wir müssen da langsam mal eine Trambahn hinbauen. Was kann denn eine Trambahn eigentlich tragen? Wie viel gingen denn da rein? Weiß das jemand zufällig gerade auswendig? Da gingen 17. Das ist nicht wirklich viel, muss ich sagen. Ist der Flieger voll? Ja, mit 34. Aber der eine Flieger macht 5,5 Millionen. Nur der eine Flieger. Schauen wir mal daher. Unsere Fluglinie Pralin Airlines macht 9 Millionen plus. 9 Millionen. Das ist die stärkste Linie, die wir haben, und zwar mit Abstand. Schauen wir mal da oben. Oh, da wartet gerade keiner. Aber schau mal, da ist ja gerade ein Flieger gekommen, offensichtlich, weil da gerade 1 Million Leute rausrennen. Brudi, da geht einiges. Und weißt du, was wir jetzt einmal auf alle Fälle noch brauchen? Was ist denn das für ein Flieger da? Der bringt 34 Leute. Was wir jetzt auf alle Fälle einmal brauchen, wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir in die Fernbusse in die 3 Städte nur einen Bus fahren. Da haben wir noch einen Bus drin! Digga, muss los! Brauchen wir mehr! Kopieren! Zack! Haben wir gleich den zweiten Bus drin. Ja, passt! Was haben wir da? Das müsste der Bus sein von Landau. Fahrzeuge verwalten, zweiter Bus sein. Wir brauchen mehr Leute im Flughafen. Mehr Leute in den Flughafen, Kinder. Fernbus Wien, Fahrzeuge verwalten, kopieren. So, jetzt fahren automatisch auf alle 3 Fernbuslinien nicht mehr ein Bus, sondern 2. 30 bis 40, meint der Maxi, gingen in die Dinge 43. Ah, okay. Okay, 43 ist ja doch einmal gepflegt mehr als doppelt so viel wie in unserem scheiß Bus. Das heißt, wir pumpen da jetzt, was man dann natürlich, was man auch noch dazu sagen muss, die Städte
haben null Wachstum. Ja? Die haben kein Baumaterial, keine Lebensmittel, gar nichts. Da wenn wir jetzt dann in alle diese Städte zumindest so ein Versorgungsgut einpumpen, dann wachsen die nochmal um 50 bis 100% und dann fahren noch mehr Leute umeinander. Also du kannst mit denen 4 und mit 3 Städte schon so viel Geld generieren und so viel Transportscheiß machen, dass es brutal ist. Dass es nur noch brutal ist. So, wie schaut es jetzt da aus? Da kommen 27 Leute. Ja, wird schon weniger, gefällt mir nicht. Es warten auch bloß 30. Ja, ich weiß nicht. Im Graz-Bus 2 schaut's da aus, da schauen wir auch nicht recht überladen aus auf der Linie, muss ich sagen. Aber auf der Nordlinie schauen wir sehr, wo wollen denn die Leute alle hin? Wo wollen denn die Leute im Graz-Bus 1 überall hin? Da müssen wir auf alle Fälle einmal, da duplizieren wir unsere Busse auf der Linie, da haben so viele Leute unterwegs. Da warten 100 Leute am Bus. Da warten 50, da warten 122. Ja, Kruzifix, was ist denn das? Wo wollen denn die alle hin? Wo wollen denn die hin? Ich weiß das nicht, wo sie hinwollen. Wo wollen sie hin? Bitte. Schauen wir uns mal unsere Linie noch. Nach Ertrag sortiert, sehr schön. Wir schauen uns die 2 Flugzeuge da unten an. Gut, jetzt haben sie gerade ins Minus gefallen. Immer noch ist unsere Schiffslinien mit Wasser nach Passau, Linz, ist immer noch... Haben die voll oder was? Ja, nicht einmal voll. Da geht es ja nicht einmal recht zu. Da 11 von 20, was soll das? 20 von 20, okay, das ist legit, sag ich nichts. Wie geht's da zu? Ja, das haben wir schon schön austariert. Haben wir schön ausbalanciert, muss ich sagen. Schön ausbalanciert. Sehr schöne Sache. So, und jetzt ist dann an der Zeit, dass man irgendwie die jetzt damit verbundenen Städte, die 4 da herum, die 3 da unten mit Waren, mit Werkzeugen, mit Baumaterial und mit Gütern halt versorgen. Das heißt, dass man wirklich Wachstum innerhalb von den Städten generieren und je mehr Wachstum das da ist, je mehr Einwohner haben die Städte, desto mehr Passagiere gibt es zum Transportieren und unsere Netze von Passagiertransporten werden einfach dicker und mehr und werfen mehr Geld ab und sind einfach 100% ausgelastet. So, jetzt lasst mir aber mal schnell was zum Trinken holen und aufs Klo gehen, okay? Dr. Drero, ist die Map fix oder wächst die endlos? Also im Prinzip Städte und Industrien, die auf der Map platziert sind fix. Die kannst du aber am Anfang, bevor du das Spiel anfängst, theoretisch selber bauen. Es gibt da einen Workshop über Steam, also Mods ohne Ende, wo es vorgefertigte Maps gibt und so weiter. Aber theoretisch also die Städte können so weit wachsen, wie du eher mit Industrien rundherum Güter bringen kannst und zuliefern kannst. Und je effizienter dass du das konstruierst, desto größer wird die Stadt. Also theoretisch ist irgendwann Schluss. Aber das hinzukriegen, dass du alle Industrien in der Map 100% effizient nutzt, ist eigentlich endlos. Das ist eigentlich endlos. Ja, ist eigentlich endlos. Und richtig schwierig. Schaut's da aus, der bringt bloß 2 nach Wien. Ja gut. Der Zustand von Straßenfahrzeug 9 ist sehr schlecht. Das heißt, dreht's einmal da das Zeug auf, passt. So, Kinder. Ich gehe jetzt einmal kurz bisseln. Ist das in Ordnung? Und währenddessen, Moment, schauen wir uns, nerv ich euch jetzt mit Eigenwerbung. Ja? Erstens, Eigenwerbung. In meinem Merch-Shop gibt es heute und morgen 15% auf alles. Wer sich also das Special-T-Shirt von Weihnachten und so weiter nicht holen hat können, weil er sich denkt, die teure Scheiße, die kaufe ich nicht, der kann das jetzt mal. Und alles andere übrigens auch. Ein ins Viech! So, ich gehe jetzt einmal schnell bisseln. Dann gehe ich euch mit quasi eigenen Videos auf den Sack, weil was darf man sonst? Herr Paar, bin ich zu spät, bin ich gerade erst angekommen. Ja, ein bisschen schon. Ich höre aber noch nicht auf. Ja, ich bin gleich wieder da. Scheißt euch nicht in die Hosen. In der Regel, wenn ich sage, ich komme gleich wieder, dann gehen jetzt mit 200 Leuten. Ich weiß nicht, was sie meinen. Wenn einmal Diener steht, 2 Minuten warten können. Oder 5. Ja? Wir schauen uns jetzt Folgendes an. Und zwar, vorher habe ich euch auch mal kurz versprochen, sollen wir uns mal Preisenkinder anschauen?
Das sollen sie mal. Das mag ich aber da sein. Das mag ich mir auch selber anschauen. Ich glaube, feiert das nicht sogar 2-jähriges Jubiläum? Wann habe ich das gemacht? Mitte März, glaube ich, irgendwann. Mitte März 2018. Das ist schon wieder über 2 Jahre her. Grütze fix, Mann. So, aber bevor. Moment. Das weg. Und das weg. Und das weg. Und das weg. Und das weg. Bevor. Folgendes. Achtung. Nerv euch mal. Ich gehe jetzt ein bisschen, hol mir was zum Trinken. Ihr hört euch die so. Was ihr euch gleich anhört, gibt's auf Spotify etc. und hört genauso, wie es im Monitor drin steht. Komm gleich wieder. Ist das okay? Bis gleich. Da gibt's ja keine Rede. Frale, komm ich vorbei, noch 5 Minuten bin ich da, gell? Da kenn ich nix. Nein, Frale kannst mitfahren. Ja, und dann zieh ich auch Hosen an, klar. Halt schnell. Und das rauche ich auf, aber zum Laufen fang ich an. Und wenn man das noch nicht glaubt, häng ich noch 8 Kilometer schwimmen drauf. Fleischig ist ich ganz, weil ein Veganer bloß einen Tag versaut. Das sicherlich. Ja, genau. Und wenn ich heimkomme, räum ich erst einmal in meine Wohnung auf. Bin so übermotiviert, da trage ich einen Dreck gleich noch zur Tonnen aus. Dann halt Papier vom Biomüll. Man, das steht da nicht zur Gaudi drauf. Der Falli. Ja, genau. Aber heute macht man klein und man feiert genug zum Dorn. Was ich mir heute kann, mal besorgen, weil das verschiebe nicht auf morgen. Ich zieh meine Arbeitshosen an und meine Jogginghosen aus. Oder ich weiß nicht, was du rauchst. Ja, genau. Ja, mit wieder auf mein Gesundheit geschaut. Ausnahmslos Bio kauft. Kostet was dreifach, geht scheißegal. Leistung, dass ich's brauch. Hauptsache Schacht ist braun und vorhin sind so liebe Viecher drauf. Oh. Ja, genau. Und wenn ein Diesel 2 verbraucht, wird sie jetzt ein E-Auto kauft, wird ein Jamal aus dem Kongo sein geregeltes Einkommen braucht. Und weißt, was ich glaub? Dass ihm die Arbeit da unter mal so richtig gut taugt. Ja, genau. Sei nicht so laut, ramm endlich auf. Krieg Kinder, bau da ein Haus. Ja, genau. Wo sie mal erlaubt, du schaust schon wieder aus und glaubst, dass das so braucht. Ja, irgendwie schon. Sei nicht so laut, ramm endlich auf. Krieg Kinder, bau da ein Haus. Ja, genau. Wo sie mal erlaubt, du schaust schon wieder aus und glaube, dass das so braucht. Und dann ist Wochenende, das los ich ab jetzt aus. Und da geh ich brav in die Kirche, steh ich extra schon um mir auf. Geh dann noch 4 Stunden in die Küche, guck ich sauber auf, verschwein das Knädel und Kraut. Ja, genau. Und doch dann im Maul. Ja, geh her, mal doch auf, weil sie der Papst von meinem Kirchengeld kein Villa nicht kauft. Der Pfarrer zieht da keine Kinder aus, wenn's der Fake nicht zeugst, betzt und glaubst. Lol. Ja, genau. Und saufe her auf, ich trink nie wieder Hips. Nur der Bionade und Schweppes, keine Jager mehr auf Ex, nope. Und nächsten Montag steh ich gemütlich auf, bin topfit und schau gut aus. Alle. Ja, genau. Wenn YouTube und das alles sind, irgendwann mal nimmer läuft, schnallt sie mit die Hosenträger und setzt mir Fußmütze auf. Und das Beste wird, ich halt mein Handy im Hochformat drauf. Alter. Ja, genau. Und jetzt geh ich ins Bitte, vorher nimmer Fernsehen schauen und mit ein bisschen Glück kann's sein, dass man meine Alte noch anfaucht. Ja, ich weiß nicht, was du glaubst, ich bin schon eigentlich draußen. Und ich so, ja, genau. Sei nicht so laut, ramm endlich auf, krieg Kinder, bau da ein Haus. Ja, genau. Wo sie mal erlaubt, du schaust schon wieder aus und glaubst, dass das so braucht. Ja, irgendwie schon. Sei nicht so laut, ramm endlich auf, krieg Kinder, bau da ein Haus. Ja, genau. Wo sie mal erlaubt, du schaust schon wieder aus und glaube, dass das so braucht. Sei nicht so laut. Ich wunder und kann's mir erlauben, Alter. Ramm endlich mal auf. Nein, du weißt, das nicht braucht man. Kinder und bau da ein Haus. Oder geh mal rustige Nägel in mein Knieschein. Und wo sind wir eigentlich erlaubt? Wer war's mit heut? Dein Maul. Sei nicht so laut, ramm endlich auf. Krieg Kinder, bau da ein Haus. Ja, genau. Wo sind wir erlaubt? Du schaust schon wieder aus und glaubst, dass das so braucht. Ja, irgendwie schon. Sei nicht so laut, ramm endlich auf. Krieg Kinder, bau da ein Haus. Ja, genau. Wo sind wir erlaubt? Du schaust schon wieder aus und glaube, dass das so braucht.
Mein Mikrofon geht nicht. Ja, genau. Es spinnt nicht, ich hab's bloß deaktiviert. Bei Jackenau hat's mich übrigens zerrissen. Das hat irgendjemand in den Kommentare eingeschrieben, ich war fast gestorben. Ich sag das, wie es ist, ich weiß nicht, wer der Erste war, der es in den Kommentare eingeschrieben hat, ich hab den Namen jetzt nicht auswendig da, aber da hat's mich zerrissen, Alter. Herr Jan, Alter, wenn's das alte Jahr genau besser findest, dann hörst du halt das alte Jahr. Das sind halt so, Delos! Verkehrsgebühr der Mitgliedschaft. Das glaube ich, das erste Mitglied. Das erste Mitglied, ansonsten nicht jemand sagen, merci dir, Alter. Merci dir, Küsse. Warum ist jetzt das da einfach verschwunden, Alter? Herzlich willkommen im Vollbier-Squad, ab in den Chat. Wer war jetzt der zweite, Alter? Was? Der Bierdämpfer, nicht der Mittrag. Nein! Der Schwindeligste, warum jetzt das da vor mir weggegangen ist, ich hab nichts gedrückt, Alter. Ich weiß nicht warum. Merci für den Zehner. Schwindeligster Zehner ist 2 und du weißt das. Versteh nicht, warum deine Lidl nicht ankommen sollen, find ich mega. Weitermachen. Da habe ich letztes Mal wieder was gesagt, was ganz anders anhört und ganz anders angekommen ist, wie es eigentlich soll. Mit Lied nicht angekommen. Ich meine, jetzt habt ihr jetzt wieder Mitgliederbutton gefunden. Herzlich willkommen. Was ist denn jetzt passiert?